Grüß Gott beieinander. Geht da was? So, da warten wir schon wieder. Grüß Gott beieinander. Mr. Motzo, Mr. Siege, Mr. Seitsching, Mr. Werb. Einen wunderschönen Montagabend, Freunde der Sonne. Wie geht's euch? Alles fit im... Geht du WOS? Ja, natürlich geht da was. Wenn der Sei da ein Booty shaken los, geht da immer was. Merci für deine 69 Bits, Alter. Danke dir. So. Mein Puls ist wieder bei einem menschlichen Grad angekommen. Ja? Gestern, holy shit, gestern war anders. Gut geht's dir so? Ich kann nicht gelungen. Ich bin zwar heute ein bisschen gestresst gewesen, weil erst bis um 2 arbeiten, dann zu Hornbach, Teppich besorgen, Flauschknädelstall reinmachen, einkaufen gewesen und ja, jetzt sitze ich da und schaue, dass ich irgendwie belustige. Ob mir das gelingt, ich weiß es nicht, ich gebe mir Mühe. Aber sonst kann ich mich nicht beschweren. Alles gut. Ja, gestern mal einen dezenten 5-Stunden-Stream mit Resident Evil 8 obergerissen. Ich war da noch, ohne Scheiß, ich war da noch fix und fertig. Also jetzt vielleicht nicht, jetzt vielleicht nicht mental fertig, aber einfach kaputt vom Konzentrieren und so weiter und so fort, weil gestern war anders. Gestern war ungefähr alles dabei. Es war gruselig, es war stressig, es war actionreich, also ich habe gestern ungefähr alle Emotionen von Resident Evil 8 gekriegt. Das schöne, Schlimme ist der nächste Resi-Stream wird greislich. Der wird verdammt greislich. Wir haben, für die Woche gestern vielleicht nicht da waren, wir haben gestern in einem Gebiet aufgehört, wo es eigentlich schon kaum noch gruseliger geht. Also ich scheiche mir den nächsten Resi-Stream, aber gut. Weißt du, ich bin schon da. Was? Vogelsalon ist... Vogelsalon ist abgemacht. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Dann musst du den auf alle Fälle schmecken, wenn es soweit ist. Du hast gerade einen gescheiten Stream... Du hast gerade einen gescheiten Stream-Streak. Mindestens 3 Tage hintereinander Streamer. Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt, gell? Das haben wir tatsächlich schon lange nicht mehr gehabt. Vor allem, morgen kommt noch ein Tag dazu. Morgen auf die Nacht bin ich auch online. 19 Uhr. Ist zwar was Außertourliches, aber das zählt. Das lasse ich zählen. Das lasse ich zählen. Morgen ist Mario Kart Session. Quasi vom Mr. Cookie eingeladen worden. Ja? Also er hat es zwar bis jetzt nicht gekriegt, ich habe ihm heute in der Früh mal geschrieben, ob das jetzt schon steht, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Und wenn das jetzt kurzfristig doch nichts wird, dann spielen wir morgen schon Resi. Vermutlich, ja. Aber gut, gehen wir jetzt wieder davon aus, dass morgen Mario Kart ist. Wird lustig, auf alle Fälle. So. Ich habe aber auch das dumpfe Gefühl. Morgen ist blauer Panzer Weitwurfstream, genau. Und roter Panzer stoßen. Das haben wir vor einem Dreivierteljahr ungefähr, ich glaube Oktober oder November ist es gewesen. Da haben wir das schon mitgemacht. Und das war witzig wie Sau. Also es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Da waren wir glaube ich 6 Stunden online. Da glaube ich haben wir gestreamt von 6 in der Früh, von 6 auf Nacht bis 1 in der Früh, irgendwie sowas. Das war brutal cool. Oh, Gerlsalat. Mit einem super guten Steirer Kernöl. Alter Delikatesse, das Zeug. Habe ich bisher nicht kennt. Das ist das von Mozart, oder? Ja. Auf alle Fälle, ich glaube, dass heute bei unserer Hardcore-Nuzlocke-Challenge auch ziemlich intensiv wird. Also ich muss jetzt schauen, wenn wir zeitlich hinkommen, aber wenn mich nicht alles täuscht, haben wir heute 4 Bosskämpfe.
Je nachdem, wie nah das am Original gehalten ist. Aber wenn es so ist wie im Original, haben wir 4 Bosskämpfe. Einer schlimmer als der andere. Also, ich rede nicht heute tatsächlich schon mit Verluste. Also heute, glaube ich, wird der erste Nuzlocke-Stream sein, wo wir den einen oder anderen begraben müssen. Ja? Bisher haben wir wirklich sehr entspannt durchgekommen. Ich glaube, es sind erst 2 Pokémon gestorben. Das war einmal Vulcano und einmal Dusselgur. Ja, genau. Das sind die einzigen 2, die bisher hops gegangen sind. Ich befürchte aber fast, dass sich der Liste der Toten noch das eine oder andere Pokémon heute anschließen wird. Ich hoffe es natürlich nicht. Ja? Schauen wir mal, wie es läuft. Vielleicht haben wir ein bisschen Dusel. Natürlich wird es auch wieder Umfragen geben, da wo es wieder Kanalpunkte investieren könnt. Und so weiter und so fort. Haben wir einen Entern? Nein, wir haben keinen Entern. Weil ich das jetzt im Guide entnehmen kann, werden wir auch die nächste Zeit keinen Encountern können. Aber das ist das nächste. Wir haben noch den einen oder anderen Encounter heute. Ich hoffe, dass das gute Encounter haben, weil bis zum 6. Orden haben wir nämlich dann fast alles und dann kriegen wir keinen Neuer mehr. Ja, weil der 6. Orden ist auf der anderen Hälfte von der Insel. Und da, wo wir jetzt aktuell haben, da haben wir jetzt fast alles gefangen, was man fangen kann. Oder fangen darf. Ja? So muss man sagen. Schauen wir mal. Ja? Jetzt darf ich sagen, jetzt fangen wir mal locker an. Gehen wir mal einen Schritt nach dem anderen. Und dann schauen wir, dass wir irgendwie, dass wir halt den Stream irgendwie möglichst ohne Verluste überstehen. Das ist halt mein Ziel, ja? Einfach möglichst ohne Verluste auszugehen. Heute ist Boss zerlegen, Stream, ja? Oder zerlegt werden. Eins von beiden. Irgendwas in die Richtung wird schon werden. Schauen wir mal. So, jetzt machen wir da erstmal die Muse aus. Damit nichts passiert. So, einmal. Da. Dann machen wir da mal auf. Gut. Also, wir letztes Mal, die wo letztes Mal dabei waren, wir haben jetzt 3 Orden. Seht mal schön am Overlay, überall von dem unterm Bildschirm. Den haben wir uns ergattert. Der ist zwar, der hat sich ein bisschen gezogen, weil wir noch ein bisschen outplayen haben müssen. Aber ist an und für sich super fein gegangen. Hat es überhaupt keine Probleme nicht gegeben. Ja, 2 Encounter haben uns letztes Mal leider durch die Lappen gegangen. Das waren zwar nicht wirklich gute Encounter. Also war jetzt nichts, auf das wir jetzt nicht verzichten hätten können. Nichtsdestotrotz, man soll ja nehmen, was man kriegt. Das ist uns leider so ein bisschen durch die Lappen gegangen. Aber wie gesagt, sind verzichtbar. Ja, hätten schlimmer die Pokémon sein können. Oder es war schlimmer gewesen, wenn es bessere Pokémon gewesen wären. So, da haben wir jetzt Hyperbälle. Das ist äußerst zauberhaft, weil da werden wir jetzt einmal dezent eindecken. Mal da 20 mit, dann passt das. Marshall, habe ich die Ehre, grüß dich. Du hast... Moment. Pass auf. Mrs. Marshall. I proudly present to you your Weiterentwicklung. Ja? Du hast dich beim letzten Stream entwickelt tatsächlich. Ja? Schaut zauberhaft aus. Und vor allem, du hast ja noch eine Entwicklung. Ja? Sofern du uns am Leben bleibst und erhalten bleibst, wird das zauberhafte Geschichte. Ich glaube, ich kann für alle sprechen, du rasierst ganz schön in der Nuzlocke. Ja? Du hast uns schon das eine oder andere Mal da ziemlich dezent aus der Scheiße geritten. Sehr gut. So. Jetzt pass auf, wie ist der Fahrplan? Wir gehen jetzt in Obertal, der Routen hin. Wir müssen durch den feurigen Pfad durch. Da haben wir letztes Mal auch noch ein Pokémon encountert. Und dann gehen wir müssen jetzt quasi einen Bogen ausrennen. Wir sagen wir dann die obere Stadt auf der linken Seite in der Map. Da werden wir jetzt landen. Und dann haben wir eben noch 3 Encounter bis dahin. Und dann schauen wir mal, ob das hoffentlich gute Encounter ist. Marshall wird so ziemlich. Imagine sich weiterentwickeln. Gut, wie gesagt, 4, wenn wir das Zeitliche hinbringen, haben wir halt fucking 4 Bosskämpfe, wo einer schlimmer wird als der andere. Und ich hab keinen Zertrümmerer nicht dabei. Fuck my life. Gut, bis dahin können wir es nur verkraften, tatsächlich. Servus, Saphira. Stimmt, du hast immer, dein Pokémon ist immerhin noch, also nachdem wir die benannt haben, das kann sich immerhin entwickeln. Kann längst nicht jeder von sich behaupten, ja? So, jetzt nehmen wir mal. So, unser VM-Sklave, Zickzacks musst du jetzt einmal hören. Ich lege jetzt, Marshall, ich schone dich jetzt einmal nach. Zeilboxer habe ich direkt. In Real Life eher weniger.
Wie, du hast keinen Damenbart? Verstehe die Frage nicht. Dann müssen wir eins nach dir nennen, ja? Vielleicht finden wir heute noch einen Encounter, den wo wir mal nach dir benennen können. Schauen wir mal. Ja, das braucht man auch nicht. Ich kann da verzichten auf das, ja. Ich glaube, eh schon mal gesagt, aber da machen wir vielleicht bei dem einen oder anderen Männlein in unserem Stream also ein bisschen unbeliebt. So. Die optionalen Trainer skippt man natürlich. Weil warum unnötig Stress riskieren, wenn es nicht sein muss? Das Hauptziel ist halt im Endeffekt, Team Magma gehörig die Suppe versalzen. Ja? Die haben die haben irgendetwas im Schilde. Führen irgendetwas im Schilde, sagen wir es so. Okay, dezenter Mann reingelaufen. Sehr gut. Irgendwas Geschubstes oder Dickes oder beides. Ja, wird schwierig, glaube ich. Ja, schauen wir mal. Gut, Hydra ist zwar eigentlich an sich nicht schlecht, aber eigentlich wieder schon, weil es Robustheit hat, das andere Viech. Und wenn ich das nicht one-shotten kann und das Ding Steinhagel hat, ist mein Garados tot und das mag ich nicht. Du bist der Kerl, der ihn... Ja, bei einer Hardcore-Nuzlocke schaust du, dass du möglichst die Trainer vermeidest, die wusst den unbedingt machen musst. Bei einer normalen Nuzlocke kannst du das machen, ja, aber bei einer Hardcore-Nuzlocke überlegst du das zweimal. Ah, hat nicht mehr Robustheit vor, okay. Ah ja, nach dem dritten Jahren kann man mal einen Stahl lassen, das ist zauberhaft. Ah, Mari Wies. Stahl ist aber cool. Hat mir vom Designer schon immer gefallen. In der zweiten Gen habe ich das übelst gefeiert, das Ding. Schlammwoge, ja, das hilft mir nicht. Da noch eins. Wir fällt gerade ein, wir haben ein Level Cap 38. Das heißt, wir kriegen heute noch Sumpex. Yeah. Sumpex wird OP. Das hoffe ich mal. So, da haben wir unseren Encounter auch geholt. Da haben wir kein Maub gefangen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, das war kein Maub. Ich habe im Nachhinein leider übersehen, dass die Routen da die gleiche ist wie unterhalb vom vorigen Pfad. Und da in dem Groß, oder wo es jetzt da hervorne ist, hätte es viel bessere Pokémon zum Finden geben als wir unter. Das habe ich leider übersehen. Aber das hilft einem nicht. Da müssen wir jetzt leider durch. Gut, den kann man skippen, das ist gut für uns. Ja, da haben wir noch ein paar Bären, die nehmen wir mit. Der Typ heißt Heimke. Wer nennt sein Kind bitte Heimke? Ja. Jetzt kann die besser, aber den sparen wir jetzt. Nicht, dass mit Twitch nur bauen. Möchten wir jetzt nicht riskieren. So, da kommt jetzt so eine scheiß Sequenz, Mann, oder? Route 111? Ach, das ist wieder die ganze da. Okay, da haben wir schon einen Encounter gehabt. Da kriegen wir keinen mehr. Jetzt muss ich gerade schauen. Okay, einen Wüsten-Encounter kriegen wir quasi auch keinen, weil das zählt aus Route 111. Wir kriegen quasi nur im Wunderturm einen Encounter. Okay, gut. Gut zu wissen, der ist nicht optional. Saublederweiß. Gut, jetzt haben wir einen Mund. Immer alles schön Full Life machen, ja, damit ja auch nichts passiert. Ich weiß schon, dass man die komische Brillen für die Wüste braucht. Ich will gerade abchecken, wie das Encounter technisch in Zukunft ausschaut. Jetzt hat der auch Elektro. Wahrscheinlich scheiß die Bombe. Gut, das ist sowieso jetzt Elektro-Move. Okay.
Verfolgung. Verfolgung macht mehr Schaden. Ich glaube, im Grunde genommen doppelt so viel, wenn man auswechselt. Mollard, okay. Ja, ist easy dann für Coco, weil vierfach Schwäche gegen Pflanzenattacken, das sollte eigentlich easy sein. Kokowai ist so ein bisschen die Wundertüte, die habe ich am Anfang gar nicht so stark eingeschätzt gehabt, aber der Brudi da, oder die Schwester besser gesagt, weil es ein Weiberl ist, der liefert auch ganz schön. Das ist klar. Das müsste jetzt eigentlich sicher ein Käfer-Move sein. Sollte mit Broly machbar sein. Na, Schlitzer sogar, okay. Das war, wollte ich gerade sagen, das war ein Crit. Oh! Blöd, dass du jetzt verfehlst, weil jetzt bist du nämlich tot zu Crit. Das ist scheiße. Ja, Pigman muss herhalten, das wird schon passen. Ja, das kriegt der mich schon wieder. Oh, ja, möchtest du mich verarschen, oder was? Hattel, aber der. RNG is a bitch sometimes. Oh ja, das ist noch, jetzt wird wenn das jetzt noch mehr kriegt, dann da. Ja, die Sündelbeere, die bringt jetzt nicht so viel. Okay, das nächste ist okay. Easy. Cutler ist fit bei dir! Oh, weg mit dir, du Scheißvieh. Ui, die Sichlo war jetzt voll gefährlich geworden. Heilwoge. Braucht kein Mensch. Ach übrigens, ich habe mich erkundet, wo man denn Überreste herkriegt. Ich habe es in Erfahrung gebracht. Findet man in der nächsten Route, indem man, weil da kann man quasi am Faxo encountern. Das ist quasi die Vorentwicklung von Relaxo. Und die haben die Chance, Überreste zum Drang. Also sprich, man kann es mit Raub erformen. Ja, ich habe mir jetzt vorsorglich Überreste quasi erhackt sozusagen, weil man kann sie erformen dann. Darf ich zwar jetzt noch nicht verwenden, weil wir die Routen noch nicht betreten haben, aber ich habe es schon mal im Inventar. Ja? Alles gut, aber jetzt einfach 1,5 Stunden angekommen. Das ist aber das Allerwichtigste. Dann wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß und einen angenehmen Aufenthalt. Bestes Item EU West, ja, vor allem auf Alteiro. So. Warum muss man jetzt da so eine geskriptete Szene draus machen? Also im Endeffekt, ich mache jetzt die Kurzfassung. Das ist irgendein australischer Trainer. Also der hat auch so einen australischen Akzent im Spiel, also zumindest im Lesen noch, ne? Und der gibt uns im Endeffekt die TM Geheimpower. Da kann man quasi im Spiel Geheimbasen bauen. Das ist so ein bisschen mehr so, ja, so ein bisschen leicht an Animal Crossing angelehnt. Das ist zwar wirklich minimal, aber man kann sich über die ganze Region verteilt eine Basis bauen sozusagen. Hat jetzt nicht wirklich irgendeine Relevanz, das ist einfach gerade so ein nice Gimmick. Ich hab's nie genutzt tatsächlich. Weder in die Originale noch in die Remakes. Die Heimpower an und für sich ist eigentlich, ja, ist eine Attacke, die wo sich verändert je nach Umgebung. Ja, wenn ich jetzt in einem Wasser bin, wird Surfer draus, wenn ich jetzt irgendwo in einem Wald bin, wird irgendeine Pflanzenattacke draus und so weiter und so fort. Und der Typ erklärt uns das im Endeffekt jetzt. Also ist jetzt nicht wirklich relevant. Genau, du kannst dann in einen Baum reingehen. Und da gibt es halt mehrere Sachen. Du kannst in einen Felsen gehen, du kannst in einen Baum gehen und so weiter und so fort. Fang der Schubs noch, hä? Herbert, hab ich dir.
Australier ist Howdy nicht texanisch. Kann texanisch sein, keine Ahnung, ist ja eh unterm Strich dasselbe. Ist nur ein wenig schon, weil ich das Tempo ein bisschen rausnimmt aus der Nase. Aber mein Gott, das ist jetzt einmal. Ja, ich mag nicht gestalten, ich muss Meter machen, zuckt die halt dann, ha? Kannst du deine Stauern selber ausbauen. Hab Bock auf den Schmarrn. Ach komm, komm halt Cent jetzt, geh weiter. Ja, Herrgott sicher. Hinter habe ich die. Grüß dich. So, das ist, jetzt weiß ich nicht, bist du ein Trainer? Ja, du bist der Trainer, okay. Austribbeln. Sie ist kein Trainer, das ist gut, aber da haben Bären, die nehmen wir natürlich wieder mit. Weil mehr Bären haben mehr gut. Du hast auch Legends aus Arceus? Ja, ich nicht. Ich spiele tatsächlich einen ROM-Hack zu Omega Rubin. Ich bin gerade in der Kategorie, weil das ungefähr jeder Pokémon-Stream ist. So, da gibt's Bärengeschenk, die gibt's einmal am Tag. Da gibt's, glaube ich, in der ganzen Höhenregion 4 Personen, die dir jeden Tag eine Beere schenken. Und da ist die fürsorgliche Omi, die uns immer fleißig hält. Die wo uns am liebsten 3000 Mal am Stück heilen hat. Hier sind Bären. Mit Doppel-E. So. Dann weiter. Jetzt haben wir einen kleinen Encounter. Oh, die kann man ausskippen, das ist gut. Das ist auch wieder so eine Austrainerin. Moment einmal, wie schaut es denn leveltechnisch aus? Ich tue jetzt mal alles auf 34, damit ja nichts passiert. Haben wir ja noch gut Luft bis auf Level 38. Wenn man sich einmal anschaut... Oh, Steinhagel, weißt du das nicht mehr? Bei mir ist alles gut, Hinti. Ich hoffe bei dir auch. Schauen wir mal, was uns heute erwartet. Heute haben wir schon ein bisschen so einen Blick nach vorne gewagt. Also heute, wenn's gut läuft, haben wir vier, also wenn es schlecht läuft eigentlich, haben wir 4 Bosskämpfe. Das Zickzacks in dem Team stört mich halt natürlich jetzt immens, weil mir das eigentlich nur VM-technisch was weiterhilft. Deswegen laufe ich jetzt ein bisschen so mit angezogener Handbremse rum. Aber gut. Die Routenmusik, die ist Poggers, ja. So. Keine Angst, das ist kein Bosskampf, die steht da einfach nur und sagt uns, wie es weitergeht. Bis wir gegen Maike wieder kämpfen, vergeht tatsächlich sogar noch ein bisschen was. Ah, die hält uns auch nochmal, weil du mit bist. Du bist krank, hast Bronchitis. Ach du Scheiße. Dann wünsche ich dir auf alle Fälle schnelle und angenehme Genesung, dass du schnell wieder fit bist. Veit Hedringer. Veit Hedringer hilft. So, da auf Route 113 haben wir einen Encounter. Und da schauen wir jetzt mal, was wir dort potenziell finden könnten. Wollen wir mal auf meinen schlauen Guide schauen. So, Route 113 gab es jetzt folgendes. Ein Sandan, ein Panzereron, Spindor kenne ich nicht, Bronzer ist Bronze, glaube ich. Da gab es eben ein Mamphaxo. Vadribie, das Schlüsselviech, ich weiß jetzt nicht, wie das auf Deutsch heißt. Esbjörn kenne ich nicht und Gollet kenne ich auch nicht. Dexnavi haben wir nicht. Ein Horn-Encounter war sicher Panzereron, das ist ziemlich gut eigentlich. Das ist meiner Meinung nach sogar das Beste, was man da an und für sich fangen können. Relaxo war zwar gut, aber wenn ich sicher Panzereron haben kann, dann nehme ich fast einen Horn-Encounter. Das sage ich ganz ehrlich, wie es ist. Ich nehm, vor allem Panzereron ist ein Stahltyp. Und Stahltyp mit einer Nuzlocke Beste. Also gehe ich, glaube ich, für den Horn-Encounter. Das ist, glaube ich, sogar die beste Entscheidung. Ja, wir machen Panzereron. Klavian, dankeschön. So, jetzt schaue ich nur schnell, ob mein Schutz noch aktiv ist, weil wenn ihr jetzt so in das Große rennt. Okay, der ist noch aktiv, das ist gut. Vor allem Panzereron kann Robustheit haben, das ist eigentlich ziemlich stabil.
So, und jetzt haben wir auf der Route, wo ich theoretisch meinen Faxo farmen kann. Ja, das heißt, wir geben jetzt unserem Heiteira mal ganz schnell Überreste. So. Gehen wir da ins Grasal. Dann brauchen wir einen Honig. Okay. Ganz Ehren. So, jetzt schauen wir mal, ob ich mit Ladestrahl eventuell eins safe killen kann, weil dann können wir nämlich relativ schnell herausfinden, wo es Robustheit hat und wo es nicht. Wenn es der Vertriebe-Encounter plus männlich ist, ja, das ist dann ungefähr der absolute Worst Case. Hast du das Viech really Big Mom nennt? Ja. Ist eine große Mama, die viel heilen kann. Ja, okay. Ich werde ungefähr mit Heiteira jetzt gar nichts mehr treffen, weil ich -3 Accuracy habe. Ja, das war mal. Ja, okay. Die spammen jetzt alle 5 Sunwirbel, bis nicht mehr schöner geht. Da muss ich jetzt mal kurz auswechseln, weil sonst hätte ich wieder gar nichts mehr. Ja, ich möchte eigentlich versuchen, einen One-Hit-KO bei den Viecher hervorzuführen, dass ich mich rantasten kann, wo es Robustheit hat und wo es nicht. Ja, so kann ich zumindest die Fähigkeit schon mal so ein bisschen in Erfahrung bringen. Ja, du hast auch lauter Moves, die wo permanent daneben gehen. Ja toll, was soll denn jetzt da... Ich nehme jetzt einfach einmal Hydra, weil sie wurscht ist. Ich kriege ja Gott sei Dank nicht allzu viel Damage für die Dinger. Kann sie jetzt nur ein wenig ziehen. Zumindest einmal kein Sandwirbel, das ist auch schon mal etwas. Ja, einer muss natürlich wieder aus der Reihe tanzen. Ja 2 müssen wieder aus der Reihe tanzen. Gut, mit Garados trieb ich quasi auch nichts mehr. Ja, ich muss riskieren, das hilft damit. Ja, das war klar. Es kann sich jetzt nur um Stunden handeln, bis dass ich mal irgendeins von denen Viecher trifft. Die vollen Kämpfer schon so 2 Minuten. So, Gara, das hast du noch mehr Chance. Das ist zwar unwahrscheinlich, aber... Hey! Das Ding hat Robustheit, das nehmen wir. Kann ich da jetzt eigentlich einen Ballen werfen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich habe ungefähr... Ja, okay. Das fängt das nicht, die Viecher haben mit Sandwirbel hingefügt aus. Warum müssen die Dinger Sandwirbel haben? Ja, wieder Sandwirbel, das ist eh klar. Schau mal, Sondersensor hat eine gute Moment einmal, ist jetzt das angeschlagene. Ach so, das geht. Okay, ja, ja. Das hat auch Robustheit.
Nein, das liegt nicht an der Nuzlocke-Wert, das liegt daran, dass es ein Horden-Encounter ist. Das ist auch in den normalen Spielen so. Wenn du einen Horden-Encounter hervorrufst, deswegen heißt der ja Horden-Encounter, kommen 5 gleichzeitig. Das ist eine Korobus-Zeit. Sagst du, da hätte man schon Scheiße gelangt. Zumindest mal ein Ort, wie ich weniger was Sonnenwirbel machen kann. Das ist auch schon mal was. Das Kind hängt dabei schon mal einen Spitznamen für Panzeron überlegen. Freunde der Sonne. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass man die Viecher nicht fake abbeziehen, weil nicht, dass da noch Thomas Kuchen bei steht. Das wäre nämlich auch unzauberhaft. Ja gut, ab jetzt gehe ich wieder in Hytera, weil jetzt wird es mir tatsächlich ein bisschen zu gefährlich damit. Ding. Hätte ich gewusst, dass die Dinger Sandwirbel haben, dann hätte man irgendein Pokémon mitgenommen, das wo einen 100% Angriff hat. Eurofighter. Gibt es da irgendwie spezielle Namen innerhalb derer die Kampfchats? War eigentlich interessant, eine Frage. Das hat auch Robustheit, Alter. Die haben null Robustheit. Oder gibt es irgendwie, voll denk irgendwas ein, irgendeine Film-Serienfigur mit Schwerter oder sowas? Raptor. F22 Raptor. Raptor war eigentlich ein geiler Name. Raptor ist bisher ein Favorit, Freunde. Der Zoro. Ja, okay, aber der Zoro kann nicht fliegen. Du hast wahrscheinlich auch Robustheit, oder? Ah, das hat keine Robustheit. Okay. Bitte Leon mit Ehre. Aber Raptor hört sich geil an. Raptor, glaube ich, können wir nicht mehr. Ja, und jetzt geht er wieder an, der Sandwirbel-Spam des Todes. Gut, ich bin jetzt einfach mal geschlechtsparteiisch und nimm das Mandel. Weil Raptor. Bitte, Leo, ist gut bei dir. Ein rosa Fleisch. AKA Big Mom. Okay, jemand hat er mit einem Guinness. Alles Bestes und bei dir? Sehr schön. Soweit ist zauberhaft, die 5 Panzer und scammt mir nur gerade ein bisschen auf den Sack. Weil die ständig Sandwirbel spammen und ungefähr bei mir gar nichts trifft, aber das ist unser tatsächlicher Encounter. Das Gute ist, die machen weniger Damage, als wenn wir uns regenerieren. Das ist eigentlich zauberhaft. Also die treten mehr oder weniger auf der Stelle rum bei meinem Hytera. Na komm, noch einmal Treffer heute, Alter. Du schaffst das. Sagst das doch. So, jetzt müssen wir das Ding nur noch fangen. Gut, wir können dann tatsächlich noch Gene machen mit Moabel, wenn es wirklich pressiert. Aber jetzt schauen wir mal, ob wir es in den Hyperball reinbringen. Geh jetzt einfach mit davor aus. Okay, oder auch nicht. Garantiert, wenn ihr jetzt den Moorabel wechselt, um Gainer zu machen, macht es jetzt Sandwirbel, 100%. Das sehe ich jetzt schon kommen, du passt auf.
Ja, doch nicht. So, machen wir Hutsche her und dann passt es. Ja, jetzt macht's andere. Hyperball Power bei Scooter. Oh Gott, Sigi. Sigi. So, du machst mir heuer. So, machst jetzt vielleicht ein, ha? Du hast weg nur Nerven kostet, jetzt geh in den scheiß Bullen rein. Jetzt, wenn du da halbwegs vernünftiges Wesen hast, dann war es ja schon mit zauberhaft. War eine schwere Geburt, aber wir haben es auf die Welt gebracht. Flugstahl. Panzeron ist komplett in einen harten, schützenden Panzer eingehüllt. Dieses Pokémon fliegt bis zu 300 km/h schnell. Es greift seine Feinde mit seinen messerscharfen Flügeln an. Ja, da trifft's der Raptor ganz gut. Easy. So, jetzt kann ich mein Team erst einmal komplett heilen, weil ramponiert und so. Ob Ridley Bastet von Samus quasi, von Metroid. Der noch mit der Klinik wieder. Ridley! Ja, war glaube ich auch nicht übel gewesen. Aber Ridley ist halt nicht metallisch, aber glaube ich hätte auch passt, ja. So. Traumat, okay, Vorwarnung. Wem geht Traumato? Das erzähle ich eigentlich nicht. Maximal Gyarados. Oder Broly, ja, Haitaro geht auch. Haitaro ist eigentlich da ziemlich gut, weil spezielle Verteidigung ziemlich hoch ist von dem Ding. Also das darf man eigentlich gar nichts tun. Ne? Oh fuck, was hat ich jetzt? Aber Angriff. Hä? Greifst du doch nicht, Zeller? Euer Ladestrahl-Setup in Kombination mit Schallwelle von Haitaro ist so OP. Fetzt ungefähr alles weg. Castado, okay. Oh. War doch deutlich weniger Damage als ich meinte. Du hast eine Kampf- und eine Feuerschwäche. Feuerschwäche sogar 4-fach, aber du musst ja Xena jetzt tatsächlich regeln können. Ja, das macht man ungefähr gar nichts. Ich bin der Einzige, der zu Haitara noch Haitera sagt. Darf ich nicht einmal sagen. Pentantle, also die Weiterentwicklung von dem Ding, habe ich eine ganze Zeit lang im Competitive gespielt. War früher sogar Meta. Wie es jetzt ist, weiß ich nicht. So. Da müssen wir aufpassen, weil da an irgendwelche Arschlöcher oder in der Asche drin nicht. Wollen wir ja vermeiden, dass wir da eine rennen. Oh, da ist ein optionaler drin. Oh, das ist ein Spinner. Ich hab mir's genau gedacht. Easy.
Bester Trainer Dodger EU West. Kappa. Doppelteam, okay. Ja gut, das werden wir jetzt wahrscheinlich nicht brauchen können. Aber nehmen wir mit. Nehmen wir mit, wer weiß das schon. Den können wir auch skippen. Dann haben wir uns da erinnert, das Basis-Item. Kriegen wir nämlich die Flöte. Oder beziehungsweise die Aschetaschen. Einfach nur, dass wir es mal mitgenommen haben. Da kann man quasi Flöten herstellen in unterschiedlichen Farben und jede Flöte heilt dann anders. Bewirkt irgendwas anderes. Du kannst Vergiftungen, Verbrennungen heilen, du kannst dafür sorgen, dass Pokémon nimmer vorkommen, du kannst dafür sorgen, dass Pokémon vermehrt vorkommen, lauter so Kram. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was wir brauchen, aber... So, dann haben wir es überstanden. Warte mal, ich glaube, da kommt sogar noch drin. Das ist bei so wacht. Wo wacht denn? Irgendwo da herum. Gut, wir haben ein lebendigen Laubwechselfeld da. Kennen wir das? Ist ja schon mal was. So, das müsste die liebe Lanette sein, die wo den ganzen PC-Schund da betreibt. Oder Lanette, meine ich, hast du geheißen, oder? Ja, Lanette. Ist einfach nur da, um Zeit zu stellen. Ist für uns also nicht relevant. So, jetzt kann ich endlich das geschissene Zickzack so legen und wieder ein vollwertiges Team mitnehmen. Schauen wir uns erst einmal das Panzer Aeron an. Was haben wir denn da? So. Du hast ein neutrales Wesen, das ist jetzt nicht unbedingt verkehrt. Das ist sogar ziemlich zauberhaft. Weil lieber so ein Wesen wie irgendein Scheißwesen, sag ich dabei. Schon wieder eins mit Alter, wie viel Pokémon mit sanften Wesen habt denn ihr jetzt schon? 4, 5? Garados ist sanft, Panzer Aeron ist sanft. Und noch irgendwanns. Ich glaube 3 Pokémon, die wo sanftes Wesen haben wir jetzt aktuell. Das ist hastig, froh, mäßig, kühn, ruhig. Ach, sacht war das, nicht sanft. Okay. Okay. Sanft Bazi, ja. Na, Panzer Aeron ist in Ordnung. Ist definitiv in Ordnung. Wir haben eine coole Fähigkeit drauf. Wir können quasi, solange wir volle KP haben, nicht gewone-shottet werden. Wir haben ein neutrales Wesen, was besser ist wie ein Scheißwesen. Ja, nehmen wir. Und ein Stahltyp ist auch. Nehmen wir definitiv so mit. So, Marshall, die nehmen wir wieder mit, ja. Marshall, it is. Vielleicht werden wir Panzer Aeron sogar halt bei dem einen oder anderen Bosskampf brauchen können. Schauen wir mal. Ich muss mal schauen, was du für Wesen hast. Muss ich mal schauen, was du da im Spiel für Wesen hast. Aber sanft glaube ich nicht. Du hast kein sanftes Wesen. Du hast ein ruhiges Wesen. Du büßt deine Geschwindigkeit ein für mehr Wumms. Ja? Mehr Schnolzen ist mehr gut. So das ist der Marshall ja die Wiese in dem Spiel. Draufhauen, dass kein groß mehr wachsen kann. So. Wenn mich nicht alles täuscht, ist da der sogenannte Attackenerlerner. Das heißt, Pokémon können da eher eine Attacken wieder erlernen, die sie schon einmal vergessen haben. Und den wird man ziemlich häufig nutzen sogar. So. Die liebe Maike holt uns jetzt halt ganz geschockt ab. Der Professor da, der Herr Dr. Professor Cosmo, oder Doktortitel hat er nicht, aber ist ein Meteoritenforscher, der ist von Team Magma entführt worden, um einen Meteoriten für ihn zu, quasi, ja, die Menge an Meteoriten von dem Typen haben. So, und natürlich ist jetzt hier aus dem Heisel und bringt wieder alles in der Lore her und müssen wir wieder herholen. Ja? Und wo sie die aufhalten, sind in die sogenannten Meteorfälle. Da werden wir jetzt dann hingehen. So, da gibt es bestimmt auch nicht. In irgendeinem Krater hat es im Original irgendwas gegeben. Meine. Schauen wir uns erst einmal in dem Supermarkt um, was da die spezielle Ware in dem Heck ist. Dunkel, finster und Leuchtstein. Okay. Gut zu wissen. So, der Attackenerlerner, der ist irgendwo, ich glaube in der Bude, oder? Attackenmaniac. Okay, da schauen wir gleich mal vorbei. Der verlangt nämlich diese besagten Herzschuppen, über die habe ich schon mal was verzeiht. Du brauchst immer eine Herzschuppe, um eine Attacke wieder erlernen zu können.
Ich hab mir die bereits in großzügiger Anzahl quasi schon mal erspäht, also erhackt auf gut Deutsch. Warum? Man kann die bei Libiskus, wenn man die encountert, indem man angelt, kann man die ebenfalls mit der Attacke Raub erformen. Da gibt es eine bestimmte Chance, dass die wilden Libiskusse quasi eine Herzschuppe drungen. Und deswegen habe ich die Items. Ja? Ich mache nichts, was man nicht farmen kann, schon vorab. Ja? Alles, was man nicht erformen kann, werde man auch nicht irgendwie anderweitig besorgen, weil sonst war es ja Chaos. Das ist quasi, ich sag's nochmal, der Zeitersparnis. Dass ich jetzt da nicht unnötig für Streamzeit opfern muss und dann denkt sich, aber wie oft möchten der das Viech jetzt danach umhauen? Deswegen machen wir das. So, jetzt schauen wir uns erst einmal an, was unser Heitaira mal Kino hat. So, Risikotackle, Wurscht, einige Lapfen, Wurscht. Weichei nehmen wir, das ist sehr, sehr gut. Das ist ein quasi ein Regenerationsmove. Da heilen wir 50%. Um unser Heitaira noch mehr Abfuck zu machen, das nehmen wir. Weichei nehmen wir. Und der haben wir jetzt Scham tatsächlich weg. Price, habe die Ehre. Billinger, habe die Ehre. Grüß euch. Alles Fitbank zwar. So, Weichei haben wir. Nehmen wir mal so mit. Danke. So, Garados hat eh nichts anderes nicht können. Und ich glaube, für Moabel brauchen wir tatsächlich noch Sumpex, dass das irgendwas Relevanz Kino hat. Wir können zwar jetzt mal nachschauen, weil Schotter nicht. Stärke, Heul, auch wenn er dem schon Gesicht gedutscht einmal will er Schlamm. Gut, hat nichts besonders Kino. Also müssen wir tatsächlich warten, bis wir Sumpex haben. So, jetzt ziehen wir das Marschall natürlich nur mehr ein wenig nach. Weil du hängst noch 2 Level hinterher, das wollen wir ja nicht. Sehr. Nein, brauchen wir nicht. Psychokinese war cooler gewesen, aber man soll sich ja nicht beschweren. Ja, weißt schon, manchmal habe ich keine Berufsschule, weil mein Onkel heiratet. Das ist einmal ein perfekter Grund, um Berufsschule sausen zu lassen. Sehr gut, Mr. Billinger. So, Route 114, da haben wir wieder einen Encounter. Genau, da können wir auch noch einer schauen. Da glaube ich, kriegt man im Original die TM-Schaufler. Ob man die da auch kriegt, weiß ich jetzt nicht. War aber cool. Tatsächlich, kriegen wir sogar da auch. Und bei ihm da dahinter, da ist nämlich noch einer drin. Das ist ein Ruinenmaniac. Der sucht quasi unaufhörlich nach Fossilien und der hat uns jetzt im Endeffekt so ein bisschen den Hinweis gegeben, hey, schau mal in der Wüste nach, da kannst du vielleicht ein Fossil finden und genau so ist dem auch. Wenn wir später mal in die Wüste kommen, dann können wir uns tatsächlich ein Fossil aussuchen, was quasi in deiner Hardcore-Nuzlocke als Geschenk des Pokémon zählt, zumindest nach meinem Regelwerk, also dürfen wir das tatsächlich sogar mitnehmen. Ich schieb mir gerade am Dürre mit extra Blaugrau unter die Nosen. Freilich geht's mir da gut, da kann es auch nicht schlecht gehen. Mehr Dürüm und Döner ist mir gut. Betreibt da wer eine Landwirtschaft in Laubwechselfeld? Ich habe keine Ahnung. So, bei dem gibt es im Original die TM-Brüller. So auch in diesem Heck. Lust auf alle Fälle dein Dürüm-Schmecker. So, den Angler-Sepp ignorieren wir mal dezent. Den Angler-Sepp ignorieren wir auch dezent. Und in dem Grasal da holen wir uns jetzt unseren Encounter. Da schauen wir jetzt einmal, was wir da theoretisch finden könnten, was sie lohnen würde. Wo haben wir jetzt? Route 114, habe ich gesagt, gell? Ja, da die da rumsteht. Okay. So. Mir kann man jetzt da kriegen ein Traumato, ein Schlurp, ein Traunmagil, ein Wablu, das war sehr, sehr zauberhaft, ein Sengo, ein Vibitis, ein Pionscora war auch ziemlich gut. Vanillite kenne ich nicht. Carabless kenne ich auch nicht und Shellmet sagt man jetzt so in dem Sinn auch nichts. Aber Pionscora und Wablu waren äußerst geil. Hornenkant, was ist denn Vanillite? Muss jetzt direkt einmal schauen. Was ist denn das für ein Viech? Gelatini. Mr. John C., du bist einfach immer on point. Sehr gut. Na, Gelatini ist scheiße, das brauchen wir nicht. Eis-Pokémon generell eins der schlechtesten Typings, was du haben kannst. Aber tatsächlich Wablu oder Pionscora waren natürlich Bombe. Das waren so ziemlich die besten Encounter, was man da kriegen kann. Sengo war noch okay. Traumato vielleicht, ja, wobei haben wir schon Psycho-Pokémon nicht. Sengo und Vibitis,
Schauen wir einfach mal. Wir können es eh nicht ändern. Wir müssen das nehmen, was wir kriegen. So, Broly 4, damit ja nichts passiert, ab vom Hof. Wahrscheinlich ist der Top. Ah, ist nicht mehr online. Ja. Schlurp, okay. Sei? Das war rundum geschubst. Hab ich nicht gesagt. Das ist auf Level 25, okay. Ja, jetzt tust du mal gerne, das wird dann schon passen. Wir nehmen's, gut. Aber es ist ein Weiberl. Ja gut, ich tue es dann, ne? Zwecks Namen tue ich das Geschlecht dann ändern. Ich glaube, das ist okay. Ja, okay, mit was greife ich die jetzt? Oh, ist die Frage. Ja, Bigman, der hat wenig Angriff, das muss funktionieren. Traumvergil finde ich auch nicht schlecht, kann als Backup für Marshall durchgehen. Marshall überlebt bis zum Schluss, scheiß auf Backup. War sie direkt aus. Und der Marshall kommt mir nichts vorbei. Ich bin jetzt einfach mal confident und sag, du stirbst niemals durch Ladestrahl. Oh. Okay, das war ein Crit. Okay, alles klar, gut. Dann kann man das sogar noch mal machen. Vielleicht gelangt uns aber auch jetzt schon der Hyperball. Kann man mal probieren, weil, man, was haben wir denn zum Verlieren? Jetzt stirbt's erst richtig. Genau so nämlich. Starke 11 KP, die wollen wir jetzt wieder holen. Hey, Terra ist einfach so fucking OP in einer Nuzlocke. Das ist so gut, dass wir mir das so früh encountern haben können. Okay, Aussetzer ist fein. Jetzt gehe ich wieder in Moorabel, beziehungsweise in Broly und werde jetzt wieder einschläfern. Zumindest so langsam. Ja, ich kann dir jetzt aber ehrlich gesagt nicht sagen, wann deine letzte Entwicklung stattfinden wird. Wenn wir ihn jetzt tippen müssen, dann ich sagen, irgendwo so Level 40 umeinander. Aber sicher sagen kann ich es natürlich nicht. So, auf mit dem Ballen. Ins Hirn. Oder aufs Hirn. Oder auf die Zunge. Wurscht. Du kannst eigentlich eh nur Zunge treffen bei dem Ding. Sei, kannst du bitte in den Ballen eingehen? Du möchtest dich doch einer OP-Gemeinschaft anschließen, oder? Sehe ich das richtig? Also schau gefälligst, dass du in den Ballen reinkommst. Guter Mann. Außerdem Schlurpleck. Stimmt! Das Ding wird zum Schlurpleck. Tendenziell würde ich jetzt eher sagen, dass das Pokémon auch eher Tank wird. Da muss man tatsächlich einmal vergangene PvP-Builds anschauen, weil es ehrlich gesagt mit Sicherheit nicht sagen kann, wie das Ding überhaupt gespielt worden ist. Oder ob das Ding überhaupt schon mal gespielt worden ist. So, Ladies and Gentlemen, darf ich Ihnen präsentieren, Mr. Sai Ching, der noch ein Weibchen ist. Das werden wir aber abändern. Scheiße, da gibt's keinen Unterstrich. Ist das okay, wenn ich es mit Bindestrich schreibe? Ich glaub schon. Good. Sai Ching is born, my friends. Nice. Haben wir uns wieder einen Topschutz ins Gesicht. Sai Chinger. So, schauen wir mal, dass wir die optionalen Trainer dodgen, weil warum riskieren? So, dort sind im Original hat es ja runter Sonnenbonbon gegeben. Da gibt es ein Carbon. Fast dasselbe. Da war Pionscora gewesen. Verdammte Tat.
Ja gut, man kann nicht alles haben. Man kann halt nicht alles haben. Sasato, habe die Ehre. Praise the sun, my friend. Funfact, Schlupp, leckt alles, was bei drei nicht am Baum ist. Das ist aber schon eine vage Behauptung, die du an den Tag stellst, ja? So. Porygon, fuck you mit Ladestrahl und so. Und tschüss. Press F für Pionscooter. Ja, er ist ja nicht gestorben. Aber Piondrage war halt richtig stark gewesen. Also jetzt wirklich so richtig stark. Boah, ich hoffe, dass du keine Psycho-Attacken hast. Ich mag erst einmal, da möchte ich mal lernen. Da der wir mal gar nicht lang miteinander. Sasato ist fit bei dir. Hui, darf ich das mit scharf oder gut, Mann? Ein scharfer Döner ist ein richtiger Döner, mein Freund. Ja, der muss zweimal brennen, erst dann war er richtig gut. Vertrau einen, der wo das sagt. Der wo Döner erfahren ist. Okay, den Switch hätte mir jetzt ersparen können, das Ding ist eh schon fast hier. Genau, Leidels. Meine Moderatoren haben wieder so unfassbar aufmerksam, die haben gerade eine Shoutout-Welle durch den Chat gelassen. Ja, im Fußballstadion gibt es Laola-Wellen, bei uns gibt es Shoutout-Wellen, meistens einmal im Stream. Schaut's die Leute einfach einmal an, klickt auf den jeweiligen Link, schaut auf ihren Kanal vorbei, sind alles zauberhafte Menschen, zauberhafte Streamer mit zauberhaftem Content. Auf gut Deutsch, lasst ein Following da, okay? Kostet nichts, tut euch nicht weh und helft denen Leuten ziemlich schwer, okay? Vielen Dank dafür. Shadrago, okay. Dragon Typing. Ja, Brudi, steh freudig. Was haben die alle so seltene Pokémon? Was ist denn los mit einer? Bei dem Moment einmal. Muss ich eigentlich gar nicht wechseln, abgesehen davon. Wahrscheinlich bereue ich das jetzt gleich. Drachenklaue, okay. Du machst da gar nichts, da haut's mir direkt Gockerlaufen. Da schau her. Hast du wen vergessen? Keine Ahnung, ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich aufgeschaut. Freilich aus der Capuno, sicher, ist eh klar. Darfst du ja hinten darstellen. Capuno war halt auch brutal, wenn es später zu Trikefalo wird. Bitte, danke für dein Lurk. Viel Spaß weiter. Ja, hallo, da haben ungefähr 70.000 Nachrichten auf einmal reingekommen. Ich kann nicht alles lesen. Aber das wird schon passen. Ich tue mich bei nicht an, es macht sauerhafte Arbeit. Passt schon, Sasato. Auch dir viel Spaß im Lurk. Da hinten das Item, das ja, das hören wir jetzt nicht, weil du scheiß drauf, wir werden das sagen. So. Ja, du bist auch wieder so ein Spinner-Idiot. So, da wird's mir den nächsten spotten können. Schauen wir mal, in die Krater gibt's meistens Eigenkrebs. Steinknochen. Der ist wertvoll, das ist gut, den können wir verkaufen. In dem Riesending wird auch noch irgendwas herin sein, oder? Schiebung. Oh, das Item. Ja, aber nicht in diesem Hack. In dem Hack kann teilweise die Entwicklungen verfrüht. Ich glaube, in dem Hack entwickelt sich Dino auf Level 54. Gell? So, immer schön Spinner dodgen, ne? Oh, da ist noch einer. Ah, den ignorieren wir mal. Achso, da müssen wir vorbei. Ja, okay, gut, dann ignorieren wir ihn nicht. Der spinnt sich aber auch, wenn ich es richtig gesehen habe. Aha. Kriegst du das da, so einfach geht's. Ich sag auch, weltbester Trainer-Dodger. Ja gut, den können wir jetzt nicht dodgen, das hilft dem jetzt nicht. Zu Trikefalo, ja.
Ich müsste die Dokumentation nochmal anschauen, aber ich glaube, dass es auf 54 ist in dem Heck. Ja, der haut mir mal dezent einen Stahlträger ins Gesicht. Das ist eine geile Geschichte. Eine sehr geile Geschichte. Okay. Scoreglaw. Gut, das Ding hat einen unfassbar hohen Base-Speed. Das war klar, dass das ausbietet. Aber macht ja nichts. Gut, Knager soll halt auch easy sein. Sofern ich triff. Nice. Okay. Dann warten wir jetzt quasi an die Meteorfälle, da wo es unseren nächsten Encounter gab. Da schauen wir jetzt einmal, was da alles gab. Fangen wir jetzt aber, glaube ich muss erst einmal schauen, weil da ist nämlich jetzt dann, da vorne, wenn ich jetzt da nach links gehe, kommt nämlich Team Magma, wo auch unter anderem ein Bosskampf kommen wird. Deswegen werde ich jetzt da nicht zweit umgehen, weil ich auch nicht will, dass ich dann in einen blindlings in einen Kampf reinrenne, wo ich nicht vorbereitet bin. Ich muss mir erst einmal anschauen, was da Phase ist. Aber jetzt schauen wir mal potenziell nach. Was habe ich schon? Top-Schutz laufen? Nicht, dass jetzt da vor mir Pokémon fallen. Das war nämlich... Okay. War nämlich blöde. So, jetzt schauen wir mal, was da eigentlich alles gab. Meteorfälle. Don't you hate it when your Pikachu wakes up like this? Pika, Pika, Pikachu, Pika, Pikachu, Pika, Pika, Pikachu, Pika, Pikachu, Pika, Pika, Pikachu, Pika. Weil wir haben erst wieder ein Reset ab dem 5. Monat, habe ich die Ehre. Weil dann bekommen wir wahnsinnig viel Spaß mit den Emots. Ja, ich weiß nicht, ob ich das cool finde, dann, wenn mein Wecker ständig mein Pikachu war. Keine Ahnung. Ich glaube, mein Pikachu hat mir täglich einen Donnerblitz versemmeln, das nicht, weil ich reden muss. Ich war einfach straight wach danach. Ja? Danke dir, alles fit bei dir. So, jetzt passt auf, Meteorfälle-Encounter. Boah, Alter! Es gab ein Pipi und ein... Okay, es gab ein Pipi, ein Golbat, ein Lavita, ein Lunastein, ein Sonnenfell, ein Bagon, das ist glaube ich der Baby-Dinosaurier, der wo zum Drachen werden kann. Ein Tarnhell. Ein Ferroseed, weiß ich jetzt nicht, was das ist. Ein Drudigon, weiß ich jetzt auch nicht, was das ist. Ein Dino oder ein Carping, weiß ich auch nicht, was das ist. Und Angel-Encounter, boah, Alter, möchtest du verarschen? Okay, ich glaube, ich hab meinen Encounter. Angel-Encounter ist safe. Ein Dratini. Freunde der Sonne. Meteorfälle hat brutale Encounter. Meteorfälle hat brutale Encounter. Entweder die Vorlesestimme ist so leise oder der Sound vom Game so laut. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher das zweite. Freunde der Sonne, da werden wir unser Dratini angeln. Das sage ich, wie es ist. Ein Drachen zu haben, ist immer eine gute Idee. Weil insane Coverage, weil insane Typenresistenzen. Ja, wir werden uns da ein Dratini angeln, hundertprozentig. Nice! So, jetzt muss ich aber mal schauen, was jetzt da eigentlich Bosskampf-technisch Phase ist. So, jetzt pass auf, wir haben jetzt eine Meteorfälle. Ach du Scheiße. Okay, die Situation hat sich jetzt gerade deutlich zugespitzt. Kann ich gar sagen, warum? Weil wir mit einem fucking NPC einen Doppelkampf gegen einen Boss machen müssen. Und Doppelkämpfe an und für sich in einer Nuzlocke kann ja schon absolut grenzwertig. Aber Doppelkämpfe mit einer fucking KI, die wo keinen Plan hat von dem, was sie tut,
Okay, das wird anstrengend. Und der Typ hat oh Gott, mir wird man so aufs Maul kriegen. Mir wird man so aufs Maul kriegen, ich sag's Ihnen, wie es ist. Der Typ hat ein Flampivian mit Live-Orb und roher Gewalt. Das Ding macht Schaden ohne Ende. Ja, das kann jetzt ein wenig kompliziert werden. Da müssen wir uns jetzt tatsächlich ein bisschen Teambuilding machen, weil jetzt ehrlich gesagt keine... Also war. Der Dratini-Encounter muss noch warten, weil den kriege ich nur im Wasser und das Wasser ist da unten und davor kommt der Bosskampf. Das heißt, ich werde alles auf Level 36 leveln. Damit ich zumindest da einen kleinen Vorteil habe. Und dann müssen wir uns überlegen, wie wir gegen die U gehen. Das heißt, jetzt gehen wir erst einmal zurück nach Laub Wechselfeld. Und stellen wir uns da dann perfekt auf den Kampf ein. Aber der Kampf wird nicht ohne. Dieser Kampf wird nicht ohne, Freunde. Aber ich habe es ja schon vorher gesagt, irgendwann wird die Nuzlocke mal an Schwierigkeit anziehen. Bisher war es ja relativ entspannt. Eigentlich hat uns bisher nicht wirklich was gegeben, was uns so ein bisschen hart in die Bredouille... Doch, das Hariyama vom Camillo. Aber um das hat sich ja bekanntermaßen das Marshall gekümmert. Aber sonst haben wir eigentlich da relativ easy durchgekommen. Und jetzt ist halt so einmal die Situation, wo wir jetzt dann haben werden, da wo es halt ein wenig unflauschig wird. Aber gut. Das wird man schon irgendwie handeln. Das werden wir schon irgendwie handeln. Gut, den brauchen wir jetzt gerade nicht. Muss ich nur daran denken, dass ich den nachher da wieder rein tue. War der Walter so easy? Ich habe keine Probleme gehabt damit. Der Walter hat sich nur kurzzeitig ein bisschen gezogen, weil wir PP-Stalling betrieben haben, also AP-Punkte overstallen. Aber sonst war er easy going. Also Moabel war halt absolut broken in dem Kampf. Muss man an der Stelle halt einfach mal so dazu sagen. So, Phase 1, muss ich alles auf Level 36 bringen. So, Final Evolution von... Noch nicht incoming. Okay, Bodycheck. Nein, brauchen wir nicht. Zupfte. Wir brauchen nicht Bodycheck. Wir brauchen Sumpex, Freunde. Darf bei Deathless auch keiner von der KI sterben? Nein, das zählt nicht. Von meinen Pokémon. Die KI wird stets ignoriert bei einer Hardcore-Nuzlocke. Das interessiert keinen. Es geht um meine Pokémon. Ist schon mal gut, dass wir bei dem Kampf zumindest ein Sumpex haben. Sumpex OP, Freunde. Hammerarm, nein, den brauchen wir auch nicht. Nice to have, aber brauchen wir tatsächlich nicht. So. Eiszahn, das ist ziemlich sexy. Statt Drachenwurf, weil das bringt mir jetzt sowieso nichts mehr, weil 40 KP ist jetzt quasi fucking nothing. So, Xena nehmen wir jetzt einfach einmal. 36. Marshall auch. Vielleicht sehen wir bei der Marshall jetzt auch noch eine Entwicklung. Na, leider nicht. Schade. Hätte ein Marshall vergund. So. Eierbombe. Ja, die Bombe kannst du sparen, die brauchen wir nicht. Okay, jetzt gehen wir mal schnell, noch schnell zum Attacken erlernen, weil vielleicht Sumpex auch das eine oder andere Brauchbare in seiner Vergangenheit mit China hat. Schauen wir mal. Eisattacken deswegen her, weil gut gegen Drachen. Und ich habe noch keine einzige Drachen-Coverage bisher. Von Sie? Ne? Da müssen wir. Sumpex. So, siehe da, wir hätten eine Hydropumpe, interessiert uns nicht. Wir haben ein Eishieb, das ist gut. Wir haben eine Steinkante, das ist gut. Okay, das hat sich auf alle Fälle schon mal gelohnt. Und sonst, ja gut, Geduld interessiert mich nicht. Hätten wir vorher gut. Eishieb und Steinkante ist zauberhaft. Ja.
Ja, da haben wir mal Gegner weg. I7 nehmen wir. Das ist tatsächlich ziemlich solide. Und Steinkante nehmen wir auch. Ah, wobei, jetzt kommt der Doppelkampf, gell? Dann nehmen wir Steinhagel. Dann lassen wir Steinhagel tatsächlich sogar noch. Weil Steinhagel trifft beide gegnerischen Pokémon. Und daher war es eigentlich dumm, wenn wir Steinhagel jetzt verlieren hätten. Okay. ICB ist aber schon mit zauberhaft. So, und jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt müssen wir mal schauen, wenn wir das am besten umspielen. Die ganze Geschichte. Da muss man unser Box sehen. So. Also, wo soll man definitiv mitnehmen? Jetzt fahren wir mal von Grund an, okay? Na, zupfte. So. Die zwei nehme ich safe mit, weil einfach OP. So, und jetzt passt so. Jetzt machen wir mal ein bisschen Theory Crafting, okay? Die fangen oben mit einem mit einem Magnian und einem Golbat. So, das Magnian hat Bedroher. Das heißt, ein physischer Angreifer ist dann schon mal von Haus aus im Nachteil, weil der Angriff vom Ohrstufen nach unten geht. So, das Magnian hat jetzt was? Das kann Knirscher, Eiszahn, Donnerzahn und Angeberei. Dass das Donnerzahn kann, ist eigentlich schon mal eine geile Geschichte, weil dann können wir nämlich baiten. Wir können Magnian baiten. Wie bait man Magnian? Indem wir mit Garados leaden. So, das baitet aktuell nach meinem Empfinden auch baitet das Donnerzahn, weil vierfach effektiv auf Garados. Das heißt, wir kriegen einen safen Switch in Sumpex. Was quasi Donnerzahn resistet. Okay? Das heißt, wir hätten in dem Turn schon mal ein bisschen was gewonnen. Beziehungsweise nicht ganz, weil da ist immer noch Golbat, was wahrscheinlich Konfusstrahl oder irgend so ein Dreck kann. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass zwar Sumpex keinen Hit von Magnian kriegt, aber dafür ein Konfusstrahl von Golbat, was dann Sumpex verwirren würde. Das heißt, es war dann wieder ein Coinflip, ob wir mit den nächsten Angriff treffen oder nicht. Das heißt, wir müssen jetzt hoffentlich eine Beere haben, die wo Verwirrung hält. Ja, das war jetzt eigentlich nicht der Plan, aber gut. Marumbeere hält nämlich nur Schlaf, das bringt uns jetzt nichts. Item. Schauen wir mal. Beeren sollte. Verbrennung für. Oh, wir haben sogar was gegen Verwirrung. Sehr gut. Das heißt, wir geben einen Sumpex mit Persimbeere. Das heißt, eine eventuelle Verwirrung von Golbat haben wir da quasi schon mal umspät. Und dann können wir mit Sumpex also mal locker zumindest Turn 1 auf Steinhagel gehen. Und können wir das Magnian angreifen und können wir das Golbat angreifen. Und dann war man eigentlich schon mal. Ne? Dann war das schon mal relativ solide. Ich glaube, das nehmen wir sogar so. Ja, freilich, freilassen, sonst noch was. Okay. Heiteira habe ich gesagt, kein Safe mit. Weil einfach unfassbar tanky, weil einfach OP, weil Big Mom, weil 4 Kaiser und so. So. Was haben denn die noch? Was haben denn die dann noch? Der eine hat der Flampivian, das haben wir schon gewusst. Das System sein Main-Pokémon wird auch unter anderem gefährlich werden. Das hat Flammenblitz, Steinhagel, 10 Kopfstoß und auch wieder Angeberei. Das ist aber sein Haupt-Pokémon, das heißt, es wird er wahrscheinlich nicht von Anfang, also es wird er wahrscheinlich nicht aus Swords einer switchen, sondern dann kommt vorher noch Smogmog. Es kann Matschbombe, Flammenwurf, Donnerblitz und Spukball. Das heißt, da war eigentlich ein Psycho-Pokémon nicht schlecht, das heißt Marshall, you are in. Marshall ist auf alle Fälle dabei, ist sogar gut gegen das Golbat und der andere hat noch ein Numel und ein Onyx. Onyx überhaupt kein Problem. Müsste John Siege schauen Sie mir nach, was ein Numel ist, bitteschön. Weiß ich nämlich gerade nicht auf Englisch. By the way, die vom normaler Rüpel, die Pokémon an alle auf Level 30 geht. Das heißt, wir haben da 6 Level Unterschied. Das ist schon mal ein guter Puffer für uns. Das Problem ist der Kommandant. Numel, ja. Na, Numel. Mit N. N wie Nadine. Numel. Mozart Kommentäre. Merci fürs Einschauen. Es ist ein Come-Up. Okay, scheiß drauf.
Also halten wir mal fest, Kamaup ist uns wurscht, das Onyx ist uns wurscht und das Golbat ist uns bedingt wurscht. Eigentlich nur, weil Verwirrung, potenziell Verwirrung. So, das heißt... Haben wir mir irgendetwas um das Flampivian komplett out zum Stollen? Wahrscheinlich eher nicht, weil zu hohe Coverage. Weil zu hohe Coverage wahrscheinlich. Okay, jetzt pass auf. Kriegen wir aber irgendwie hin. Das Einzige, was jetzt da an der Stelle noch ein bisschen... Wobei, ja, okay. Wir kriegen halt das Smogmog nicht gebaitet. Wobei, doch, kriegen wir sogar gebaitet. Weil das blöde Mistviech halt Spukball hat, das heißt, Marshall ist da ein bisschen potenziell in hoher Gefahr. Kokowai nehme ich nicht mit, das bringt mir in dem ganzen Kampf nichts. Also Kokowai ist raus. Ich bin jetzt tatsächlich am Überlegen, ob es nicht Sinn machen darf, das Ding noch mitzunehmen als Tank. Weil das ist ein reiner Gift-Typ. Hat der irgendeine Gift-Coverage? Also zumindest nicht der Kommandant. Der hat keine Bodenangriffe nicht und auch keine Psycho... Nein, hat er nicht. Das heißt, rein theoretisch kann man das Ding als zweiten Tank noch mitnehmen, damit man mal unvorhergesehene Dinge erledigen können. Und dann ist jetzt noch die Frage, was wir als letzten Spot nehmen. Saiching auf Schnurrbleck mit seinem Kopfstoß. Mr. Saiching, das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee. Das Ding hat, warte mal, was hast denn du für ein Wesen? Was hast du für ein Wesen, ist die Frage. Du hast ein ruhiges Wesen. Okay, das heißt, minus innen plus Spezialangriff. Das ist scheiße. Na, wobei, Schmarrn ist nicht scheiße. Ist nicht scheiße, deswegen greifst du auch relativ gut körperlich an. Panzeron habe ich tatsächlich auch gerade überlegt. Finde ich tatsächlich sogar ein bisschen zauberhafter. Weil einfach Stahltyp. Das Ding ist halt, das Panzeron macht halt nicht allzu viel gegen Smogmog. Ich hätte jetzt tatsächlich eher irgendwie so gesagt. Hätte ich tatsächlich jetzt irgendwie so gesagt in die Richtung. Wobei aber Panzeron wahrscheinlich generell nicht verkehrt ist, weil... Aber... Ja, Smogmog haben wir Marshall. Ja, das ist schon klar. Aber Marshall ist halt auch nicht hundertprozentig safe. Wobei, Moment einmal, komplett an eine Richtung spekuliert. Warum eigentlich um das Smogmog sorgen? Wir haben eine fucking Hytira, was unfassbar hohe Spezialverteidigung hat. Also Hytira tankt im Notfall sogar Smogmog aus. Und das outdamagen wir sogar wahrscheinlich. Mit Schallwelle und Ladestrahl-Setup. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben immer noch Überreste drauf und Weichheit drauf. Und Toxin kann's nicht. Das heißt, die kann maximal vergiftet werden. Maximal. Wir konnten aber auch einfach hergehen. Wir konnten aber eigentlich auch theoretisch hergehen und einfach mal mit 2 Staller leaden. Aber dann nehmen wir jetzt Tempo aus. Das war eigentlich eher nicht so zauberhaft. Das war eigentlich nicht so ganz zauberhaft. Ich glaube, die Strategie mit Gyarados leaden, außergehen in Sumpex, ist glaube ich schon mal gar nicht so verkehrt. Das glaube ich, können wir lassen. Dann können wir quasi Hytira mit dabei lassen für Smogmog theoretisch und generell zum Tanken. Dann haben wir noch die Ponytox dabei, das was wir jetzt dann noch entwickeln werden, weil EV trainiert ist das Ding nämlich schon. Dann geht es eigentlich nur noch um den letzten Spot, den wir da füllen. Das Ding bringt mir eigentlich nicht wirklich was und Kokowai bringt mir jetzt auch nicht wirklich was, weil... War vielleicht Panzeron wirklich eine gute Entscheidung. Ich glaube, dass wir so eingehen.
Da glaube ich, gehen wir jetzt so eine. Dann levelt man jetzt einmal die 2 Nummer auf Level 36 auf. Schauen wir mal, was die Attacken technisch noch zusammenbringen. Da muss ich kurz Pika Hex starten, dann nehme ich ihn dann wieder mit, weil wir Panzer Aeron nämlich noch... Oh, warte, das ist gut, das können wir mal lernen. Weil wir Panzer Aeron nämlich noch EV trainieren müssen. Verzehrer brauchen wir dann nicht, weil die Ponytox wird dann auch ein Überrest-Item kriegen. Bodycheck nehmen wir jetzt nicht. Du bist aber jetzt schon eher... Ja, du bist schon eher speziell. Okay, gut. Ja, so Teambuilding ist manchmal, glaube ich, auch nicht verkehrt. Felswurf, was lernt denn das Ding für Attacken? What the hell? Okay, das ist ein körperlicher Angriff, der hilft mir nichts. Schauen wir mal. Oh, Matschbombe, das ist gut. Matschbombe ist sauer. Weg für Schlammbarsch. Alter, jetzt wird jetzt fucking Ruby Simmy, holy shit. Klärsmog, was machst du noch? Ich glaube, du setzt die kompletten Dinger sogar an, weil er greift das Ziel mit spezial gefertigtem Smog und setzt dessen Statusveränderung. Okay. Das hab ich, wenn ich es richtig gesehen habe, da schau jetzt nochmal, ihr habt keine Setup-Moves nicht, right? Nein, es hat im absoluten Russenmodus einfach volle Brise ins Fressbrett. Zumindest vom Kommandanten. Dann wird der andere aber auch nichts haben. Okay, also bringt uns Klärsmog quasi nichts. Ich hoffe mal, dass sie das Ding jetzt nur entwickelt vorher. Das war natürlich die Voraussetzung. Wenn sie nämlich das nicht entwickelt, dann ist das Ding sowieso raus. Toxin ist extrem nützlich für uns. Ungefähr einer der krassesten Attacken, die man haben kann. Toxin nehmen wir natürlich sehr gern mit. Okay, nice. Entwicklung haben wir quasi. Ah, vielleicht... Ja, ich hab damals, wenn wir es gefangen haben, habe ich gesagt, vielleicht wird uns einmal nützlich sein können. Okay. Die Ponytox, Freunde der Sonne. Gut. Mir wundert jetzt nur, dass das so wenig KP hat. Oh Gott, ja, das Ding schaut ein wenig verhaut aus. Und wir haben da Metallgleie mit 50 zu 95 und wir haben Stahlflügel zu 70 zu 90. Da kann man Verteidigung schwächen und da kann man Angriff erhöhen. Gut, aber wir greifen abgesehen davon sowieso körperlich wenn ich das richtig sehe. Ja, definitiv. Ja, ich tue jetzt mal für Furienschlag weg, weil was Besseres haben wir jetzt aktuell noch nicht. Sternschauer, okay, das hilft uns auch nicht weiter. Ohrschnabel, okay, da haben wir unseren physischen Flugangriff, das ist gut. Stachler, okay, ja, nein, das brauchen wir jetzt tatsächlich nicht. Ja, schauen wir mal. Also jetzt so vom Ding her, ich hätte zumindest schon mehr Strategie. Inwiefern wir mir die umsetzen können, steht natürlich wieder auf einem ganz anderen Papier, gell? So, Level Cap bei Flavia 38. Oh, Eisenschädel, das ist natürlich zauberhaft. Eisenschädel, Freunde, ist natürlich absolut zauberhaft an der Stelle. 100 Genauigkeit, 80 Stärke, physischer Stahlangriff. Sehr gut. Ziel wird durch Stahlangriff und dann schreckt eventuell zurück. Weg mit Stahlflügel.
Gut. Schau, warte mal, können wir noch irgendwelche TMs lernen? Wahrscheinlich eher nicht, weil allzu viel habe ich ja nicht. Da kann man Aeroas lernen. Ist auch physisch. Trifft da theoretisch, also was heißt theoretisch, trifft definitiv immer. So, jetzt ist die Frage, bist du stärker wie Bohrschnabel? Oh nein, Bohrschnabel ist deutlich stärker. Okay, dann hat sich das mit der Aeroas auch erledigt. Sonst haben wir noch nichts. Das ist ein bisschen blöd. Gut, wir haben immer noch einen Attackenlerner, das ist das nächste. Den haben wir ja noch offen tatsächlich. Dann bist du ja da kurz davor. Ja, da passiert aber jetzt nicht mehr viel. Da ist jetzt der Bosskampf da und dann hast du da, ich glaube, 3 oder 4 Kämpfe oben am Krater, am Schlotberg und dann bist du eh schon in der Arena. So, schauen wir mal, was Raptor ist, Kino hat. Schnabel, Wünsche, Futter, Schampfen, ja, nichts Besonderes, okay. Dann nimm ich lieber Stachler statt Zahnwirbel, so glaube ich es ist. Ja. So. Und der tut jetzt da mal schnell, jetzt passt auf, jetzt nehmen wir dann schnell mal kurz noch PK Hex mit. Der wird jetzt mal schnell kurz speichern. Und dann... So, warum seid ihr da ist? So, das ist mein PK Hex. Muss jetzt aber schnell kurz Zitraum zumachen. Also mein 3DS. Du denk dabei muss ich ja nicht, weil sonst ist den ist mir langweilig. So. Und betreiben wir nämlich jetzt da kurz EV-Training fürs Panzer Aeron. So. Dann machen wir mir unsere Speicherdatei da auf. So. Dann haben wir da unser Panzer Aeron. Das lassen wir uns jetzt mal anzeigen. Dann haben wir da unsere Stats. Beziehungsweise ich möchte erst einmal schauen. Okay, du hast HP-Investment. Also da seht ihr, ich habe da EV-Training offstream schon betrieben. Ja. Das darf eigentlich schon mit passen, das ist gut. Kein Habidere. Servus, grüß dich. So, jetzt passt so wacht. Also da haben wir schon die IV-Verteilung, jetzt geht es eigentlich gerade mal ums Panzer Aeron. Da das unfassbar tanky ist, werde ich da auf alle Fälle. Was so macht. Wir brauchen auf alle Fälle ein bisschen an Speed. Ja, aber nicht 170. 170 Speed ist fast ein bisschen Overkill. Oh, was nehmen wir denn? 136 meine ist okay. Dann nehmen wir auf alle Fälle gut was in Defense. Dass wir einen sauberen Wall haben. Ein bisschen Attack schaut uns wahrscheinlich auch nicht. Was haben wir jetzt noch offen? Ein bisschen was. Dann nehmen wir noch 100 Attack. Oder beziehungsweise, warte mal, 4, 8, 12, 16 machen wir 104 draus. Und den Rest, das sind dann noch mit 50 die gängen im Top P. Ich glaube, das ist okay. Hackerbazi. Zeit ersparen nennen sie sowas, okay? Dann hätten wir also das Panzer Aeron auch. Das sitzen wir jetzt da nochmal. Und dann exportieren wir die ganze Geschichte wieder. Jo. So, dann. Keiner ist gut bei dir? Da ist wieder da einer, da wo sie gehört. Gut, das machen wir wieder zu.
Nice. Jetzt würde ich hoffen, dass das alles so übernommen hat, aber normalerweise schon. Fertig mit Tagesgeschäft, jetzt nur noch ein bisschen ausspannen und dann geht's morgen wieder weiter. Dann genieß auf alle Fälle deinen wohlverdienten Feierabend, mein Freund. Und du kommst rechtzeitig, wir haben nämlich jetzt gleich einen Bosskampf mit einer fucking KI. Ja, ich muss einen Doppelkampf bestreiten, mit der Maike, das Koniggurke. Jetzt pass auf. Du musst nur schnell schauen, ob er sich das Jahr übernommen hat. Ja, hat's tatsächlich. Sehr gut. Gut. Freunde der Sonne, dann werde ich jetzt einmal für euch eine Umfrage starten. Und zwar Deathless Team die Magma machen wir jetzt einfach. Das machen wir so. Auf jeden No F Way. Da gebe ich jetzt noch 5 Minuten Zeit zum Sinnieren. Ihr könnt eine Punkte einhauen. Wenn Maike recht lang braucht, ist da noch. Was? Den check ich nicht. Das check ich jetzt nicht. So. Auf geht's. Genau, Items müssen wir da noch ein bisschen verteilen. Überreste muss auf alle Fälle nochmal auf die Ponytox, das ist einmal völlig klar. Da gibt es einmal überhaupt nichts zum. Schattenglas hat Unlichtattacken verstärken, die haben wir jetzt aktuell nicht. Granitstein verstärkt Gesteinsattacken. Gut, kommen wir auf Sumpexetor, weil wir eben Expertengut, das nehmen wir auf alle Fälle mit. Das tue ich tatsächlich sogar auf Gyarados. Flinklage kann man theoretisch, ja, wobei braucht man auch. Der Seidenschal, der war auch noch interessant, aber wir haben ja jetzt nichts Besonderes nicht. Achso, okay. Nice. Nice. Ich muss erst sehen, wie das Viecherl ausschaut, damit ich es entscheiden kann. Aber wahrscheinlich, Moment, okay, passt auf. Ich zeige euch nochmal das komplette Team, okay? Also, unser Team bestehend aus Hydra dem Gyarados, Broly dem Sumpex, Big Mom dem Hightyra, Marshall dem Molimorba oder Hypnomorba, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch hat, I'm sorry, Trash dem Ponytox und Raptor dem Panzeron. Das wird unser Team sein. Genau. So, jetzt bin ich, okay, da haben wir einen Expertengurt. Also, warte, jetzt hätte ich eigentlich die Items auch gleich checken können. So, Hypnomorba, okay. Da haben wir Expertengurt, da haben wir Persimbeere für die eventuelle Verwirrung. Überreste auf Hightyra, Marshall hat noch kein Item. Überreste auf die Ponytox und Panzeron hat auch noch kein Item. Wenn's Marshall dabei ist, dann weiter nichts. Marshall wird uns wieder ausreißen, so wie es ist. So, okay, welche die 2 Items sparen wir jetzt dann nur auf Dingenskirchen? Man, wir können eigentlich gerade fucking Sindelbeeren hergeben, weil ich hab sonst nichts Besseres nicht. Das Seidenschal hilft uns nichts, weil wir nicht normal angreifen. Ja genau, wird schon passen. Das wird jetzt tatsächlich der erste wirklich schwerere Kampf, habe ich so im Gefühl. Ja? Also ich hab, sagen wir mal so, ich hab einen hohen Respekt davor. Aber ich werde natürlich mein Bestes geben, ja? Ich habe eigentlich keinen Bock, dass wir mir die Nuzlocke jetzt dann beenden. Das war nicht so zauberhaft. Oh, jetzt war ich fast noch nicht optionaler da reingerannt. Das wollen wir nicht. Okay, ich bin falsch gestanden. Jetzt am besten gleich hier den wipen. Griffel, ja, okay.
Macht er. Ja gut, du bist fucking 8 Level drunter. Da feiert er noch nie was jetzt. Hochmut Gyarados, bestes Gyarados. Flampion, ja, das kleine süße Hüpfding hat eine Weiterentwicklung, mit dem werden wir jetzt dann konfrontiert werden und das Ding ist fucking böse. Okay. So, jetzt bin ich auf plus 2 Angriff, egal was du jetzt bringst. Ich one-shutte dich. Okay, jetzt bin ich wieder auf plus 1, weil er bedroht. Sprung wieder auf plus 5 AP, ja. Panzer. Kigon. Oh, da belieben wir aber voll, dass ich Deathless schaffe. Respekt. Freunde, danke für das Vertrauen. Also das, ich hätte jetzt eher gedacht, jeder wartet dafür für, du stirbst halt. So, Freunde, jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen aufgeregt. Ah, da ist noch mal einer, der optional war, oder? Ja. Oh, das war aber knapp. Heilige Scheiße. Ich glaube, eins geht drauf. Imagine, Fliegen funktioniert genauso wie... ja. Nein, nicht ganz. Sprungfeder kann paralysieren. Nachdem ich jetzt ewig bei der Planung zugeschaut habe, muss ich fast auf den Sieg gehen. Der wird ehrenhaft. Schauen wir mal. Wie gesagt, ich tue mein Bestes. Freiwillig oder absichtlich abwerfen tue ich ein Pokémon nur dann, wenn es absolut keinen anderen Ausweg mehr gibt. Weil jedes Pokémon muss ich verlieren. In einer Nuzlocke löst quasi so eine Art Schneeball-Effekt aus, der wo immer schlimmer wird, je weiter wo du kommst. Ja? Also ich werde mein Möglichstes tun, jetzt noch nicht irgendetwas zum Verlieren. Okay, Name kurz durchgehen, ob wir wirklich alles sie haben. Wir haben ein Gyarados mit Expertengurt. Check. Aus Lead. Wir haben ein Sumpex mit Persienbeere, das was gegebenenfalls die Verwirrung von Golbat heilen kann. Hammer. Überreste auf Altaira. Hammer. Sindelbeere auf Marshall, weil wir nichts anderes nicht haben. Hammer. Überreste auf die Ponytox, weil beste wo gibt. Hammer. Und Sindelbeere auf Raptor, weil wir auch nichts anderes nicht haben. Hammer auch. Gut. Das wird ein easy win. Und ich halte mich raus, dann kann ich die richtige Lösung wählen. Oder auch nicht. So. Dann gehen wir ein ins Viech. Heute ist der Topschutz noch aktiv, weil ich möchte mir jetzt da nicht noch einen Counter versaubern. Das war natürlich blöde. Den haben wir noch geschaut. Der ganze Kampf war überhaupt nicht so tragisch, wenn dort Maike nicht war. Wenn ich es selber in der Hand hätte. Der Professor ist in Gefahr, wir müssen ihn vor diesen Leuten beschützen. Ich dachte schon, ich müsste alleine gegen die beiden anderen, aber jetzt bist du hier. Ja, ich möchte nur gegen die Kämpfer. Bitte hilf mir, Mark, lass uns gemeinsam gegen sie kämpfen. Na, meinst du das ernst? Ja. Achso, ja, scheiße. Ich hätte jetzt mal nicht erwähnt, ob ich mit dir kämpfen möchte oder nicht. Ja, okay, dann hilft's nicht. Dann müssen wir leider mit einer fucking KI Vorlieb nehmen. So, das ist einer der Kommandanten von Team Magma. Deren Boss haben wir schon kennengelernt. Vor 2 Streams, glaube ich, dem guten Mark. Den werden wir jetzt wahrscheinlich halt vielleicht doch nicht mehr kennenlernen, je nachdem, wie lange wir jetzt noch brauchen. Aber mit dem Mark kriegen wir es tatsächlich, falls wir da weiterkommen, auch bald nur noch zum Tor. So. Und da wir uns ja jetzt wieder mal einmischen müssen, lassen die natürlich jetzt auch nicht mehr Gnade vor Richter gehen, ja? Na toll. Schauen wir mal, ob uns die Strategie hilft, was wir haben. So, Magnein und Golbat as predicted.
So. Die Drohung von McNian kommt, das haben wir schon vorhergesehen. Der Angriff von Garados und von Schwalbos senkt. Deswegen haben wir mir jetzt, wie ich vorher gesagt habe, der physische Angriff verhilft uns im ersten Moment einmal nichts. Da ich mir jetzt aber ziemlich sicher bin, dass das McNian jetzt auf mein Garados schießt, weil es einen vierfach effektiven Kill mit Donnerzahn sagt, gehe ich jetzt halt einfach beidhalber auf Broly raus, wo es Donnerzahn negieren kann. Ich hoffe natürlich, dass jetzt McNian wirklich Donnerzahn benutzt. Wenn nicht, ist der Switch eigentlich völlig irrelevant. So. Rapidschutz von Schwalbos, okay. Das schützt uns vor Multi-Angriffen. Donnerzahn, nice. Komm, Fußstrahl. Zwar nicht auf mich, aber kommt genauso, wie man es gedacht hat. Das ist, bis jetzt läuft es ganz nach Plan. So, jetzt müsste Steinhagel unbedingt treffen, damit das Golbart zumindest schon mal raus ist. Schwalbos ist schneller. Verwirrt sich natürlich selber. Und das ist genau der Coinflip, den ich vermeiden wollte. Noch dazu hat ja das McNian Angeberei, was ja auch verwirrt. Hätte ich vielleicht first einen Dampfwall zu machen müssen. Ah gut, okay. Wir haben immer noch zauberhaft dabei. Donnerzahn auf Schwalbos, das war fast klar, weil er einen Kill auf Schwalbos sagt. Konfustrahl kommt jetzt von Golbart und genau deswegen habe ich mir die Persimbeere ausgerüstet, damit ich jetzt instant die Verwirrung heilen kann. Steinhagel trifft, perfekt, das Golbart, was verwirren kann, ist raus. Das ist ein fucking Pikachu, are you kidding me? Gut, Kamaup ist mir völlig egal. Es war aber jetzt eigentlich schlau, die komplette rechte Seite zum Targeten. Warum? Das McNian stört mich jetzt an und für sich gar nicht einmal so stark. Und es war eigentlich schlau, erst das schwächste Glied der Kette zum Bekämpfer, weil lieber kämpfe ich 1 gegen 1 gegen das Flampivian wie 2 gegen 2. Oder im Worst Case sogar 2 gegen 1 gegen mich praktisch. Das heißt eigentlich am sichersten ist, ich schalte die rechte Seite aus, damit er sein Flampivian nicht rausbringt. Mogelhieb okay. Knirscher auch okay. Gut, die KI vom Gegner macht es natürlich genauer so. Paralyse ist richtig stark. Das heißt, das McNian ist jetzt auf jeden Fall langsamer als ich. So, sie bringt Reptile, das ist ihr letztes Pokémon. Wenn Reptile stirbt, dann ist es 2 gegen 1 gegen mich. Andererseits, McNian ist jetzt langsamer, weil Paralyse Init-Wert um 25% senkt. Das Onyx war von Anfang an... Moment mal, wir wissen nicht... Ah ja, das Smogmog hat er. Okay. Das Onyx war von Anfang an kein Problem nicht für mich. Und das Reptile wird auch auf Onyx gehen, weil es einen Kill mit Reptile sagt. Das heißt, das Onyx hat aber wahrscheinlich Robustheit, sprich, wir brauchen sowieso 2 Hits, um das Ding zu killen. Das heißt, der sicherste Play ist auf Onyx zu gehen. Und Schutzschild, okay. Nice Play. Okay, du kannst das andere targeten, ist mir scheißegal, kannst du gern machen. Ich bleib bei Noschweif. Die Verwirrung tut jetzt richtig weh. Das Onyx ist noch schneller als wie... Wie mein Sumpex, okay. Oh, der Verteidigungsdrop ist blöde. Okay, ich muss raus. Die Frage ist, auf was geht er jetzt? Geht er auf Reptile oder geht er auf Garados? Das war eigentlich irrelevant ist.
Garados kann ich zwar zum Baiten nehmen, damit er wieder Donner zusammen macht, das hilft mir aber effektiv überhaupt nicht weiter. Er macht jetzt einen Bodenangriff. Das heißt, ich kann auch nicht in den Ponytox gehen, weil ich nicht weiß, ob er auf mich geht oder auf Reptile. Ich kann auch in Panzer Aeron gerade nicht gehen, weil es ebenfalls Donner zusammenbeitet. Das heißt, eigentlich muss ich jetzt fast in Big Mom gehen. Der Verteidigungsdrop tut mir jetzt auf Sumpex ein bisschen weh tatsächlich. Please. Okay, er hittet. Oh, das ist aber jetzt genau die Situation, die ich nicht haben wollte. Aber gut, wir haben zumindest das Viech raus. Schaufler geht auf mich, okay. Ja, genau, und das ist das Viech, von dem ich einen halben Baumel habe. Das ist jetzt auf alle Fälle, Flammenblitz. Das ist auf alle Fälle Flammenblitz. Wahrscheinlich sogar eher auf das Reptile. Weil sehr effektiv. Life Orb, also Leben Orb, der wo einen Angriff, jeden Angriff ums 1,5-fache verstärkt, plus die Fähigkeit Kraftkoloss, die wo noch mit Attacken verstärkt. Plus Step Move, Brudi, das Ding klatscht anders. Da kriegt wahrscheinlich sogar mein Hytera Probleme, das zum Tanken. Also tanken tut es aber nicht oft. So, da ich aber mit... Das Onyx hat vorher ein Schutzschild gemacht. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder das Onyx macht jetzt Name Schaufler oder geht für Schutzschild, weil Reptile angreifen kann. Das Flampivian geht sowieso safe auf Reptile. Ich kann mir nicht anders vorstellen, dass es auf mich ging. Das heißt, eigentlich war jetzt der Zeitpunkt perfekt in Garados zum Gehen, weil mit Garados outspeedy das Flampivian definitiv. Muss aber dann im Folgezug wieder raus, weil ich dann Steinhagel von Onyx fürchten muss. Machen wir so. Schutzschild, okay, nice. Flammenblitz auf Reptile. Okay. So. Ich darf kurz das Pokémon nicht rufen. Problem ist, dass ich jetzt mein Garados riskieren muss. Wobei das Onyx ist 6 Level tiefer ist wie ich. Ich sage jetzt mal so, wenn der Nassschweif von Garados daneben geht, dann bin ich anders am Arsch. Kann ich das irgendwie umspähen? Wahrscheinlich nicht mehr. Wenn das Flampivian weg ist, kann ich locker in Hytera gehen. Dann ist eigentlich safe. Es hängt jetzt alles vor dem Angriff ab, weil ich hab voll volles Speed EV Investment auf Garados. Ich bin safe schneller wie das Flampivian. Also alles steht und fällt jetzt mit einem Angriff. %90 Genauigkeit, Freunde. Hört sich erstmal nicht schlecht an, aber es sind nicht 10%, die wo massiv daneben gehen können. Aber ich kann aus der Situation anders nicht mehr raus. Wenn ich jetzt rausgehe, jetzt legt mir das Flampivian, es legt eins nach dem anderen, weil das, wie gesagt, aufgrund von dem Item, was es tragt und aufgrund der Fähigkeit, was es hat, ist das unfassbar stark. Es hilft nicht, es hängt von dem Angriff ab. Oh, Gott sei Dank. Steinhagel, okay, bitte Tanks, bitte Tanks. Okay, easy. Muss definitiv raus.
Nicht viel Schaden. Donner wird zwar klar. Oh, bitte keine Paralyse. Autsch. Der Schaufler ist mir egal. Matschbombe. Zumindest kann ich nicht mehr vergiftet werden. Ne? So, jetzt kann ich die Schallwelle drücken, damit ich die Robustheit von dem scheiß Onyx brechen kann. Zumindest weiß ich jetzt halt auf jeden Fall, dass Smog-Mog für den Step-Move in Form von Matschbombe geht. Das heißt, rein theoretisch kann ich das mit Panzer R und später dann sogar umspähen. Alter, Alter, ist so ein OP-Pokémon, ich kann's kaum sagen. Okay, ich geh jetzt nochmal für die eine Runde. Schutzschild, okay, fein. Ist halt auch lucky, dass ich keine einzige Fullpara nicht krieg. So, Onyx hat Schutzschild gemacht, das heißt, da kommt jetzt nichts anderes mehr. Schaufler interessiert mich in dem Fall jetzt nicht. War in dem Fall eigentlich ein wasted Turn für ihn, weil ihm der Schaden angeht. Ich outstall das nochmal locker. Nice. Jetzt ist GG. Jetzt ist absolut GG. So, das heißt, jetzt hat eigentlich jetzt nur noch das Onyx über und das Onyx kann mich fett am Arsch legen, weil du entweder Schaufler oder Schutzschild machst. Das heißt, jetzt ist Easy Panzer herum. Ja, Chefe, die Schaufler gehen einmal ins absolute Nichts. So, jetzt bin ich schneller wie du. GG! Deathless! Oh fuck, war der kommt anstrengend. Intens. Wenn so noch mal einer Pokémon ist langweilig. Geiler Kampf. Hätte aber auch massiv schief gehen können. Sagen wir so, den Nassschweif mit Gyarados, wenn ich nicht triff, haben wir sowas von am Arsch. GG und Pokémon ist langweilig. Sei Permaban, Kappa. Wow! War ein cooler Kampf auf jeden Fall. Und wisst ihr, was das Coolste ist? Wir kriegen mal Dratini dafür. Aber bitte, Spey, lasst mich nie wieder mit einer KI kämpfen. Wobei, war nicht mal so schlimm. Aber trotzdem, ich kämpfe lieber auf meine eigene Faust. So, wir lernen einen Gegenpart kennen. Vorhersage auflösen, ja, natürlich. Wollen wir natürlich. GG an alle, die wo für Deathless gestimmt haben, GZ an euch und eure neu gewonnenen Kanalpunkte. So, der Typ da, der in Blau, das ist der Adrian. Es gibt ja 2 Schurkenteams im Endeffekt in dem Spiel.
Also eigentlich in jedem Spiel, bis auf die ersten zwei, gibt es immer zwei verschiedene Türkenteams, wahrscheinlich auch Türkenteams. Nein, es ist ein Scherz. Twitch ist ein Scherz, okay? War Versprecher. Gibt es zwei Schurkenteams. Ja? Das eine ist Team Magma, das ist eben in der Rubin-Version, und das andere ist Team Aqua. Team Aqua ist jetzt in dem Fall auf unserer Seite, weil wir Team Magma bekämpfen. In der Saphir-Edition ist genau andersrum. Da ist Team Magma auf unserer Seite und wir bekämpfen Team Aqua. Genau. Ich war schneller, für was bist du eigentlich da? Du bist eigentlich zu langsam. So. Das war aber leider nur der erste Streich. Den Meteoriten haben sie jetzt leider trotzdem gekriegt. Und Team Magma macht es jetzt auf zum Schlottberg. Und da geht die richtige Action dann eigentlich erst los. Da lernen wir dann, wie gesagt, mal kämpferisch kennen, was denen einer Boss so drauf hat. Team Aqua kann ich vielleicht noch mal dazu erklären. Also, Team Magma, habe ich ja schon mal gesagt, möchte die Landmassen vergrößern, ja, damit mehr Lebensraum geschaffen wird. Team Aqua hat das Gegenteil im Sinn. Ja, die möchten Wassermassen vergrößern, also Meere vergrößern. Ja, warum man das da so weiß, der Teufel. Ja, aber die haben halt einfach so drauf. Und die zwei haben halt dann natürlich, die zwei Teams, ja, haben halt natürlich so. Team Mückmü. Team Mückmü und Team Ükmü. Was? Okay. Ja, war intens, Freunde, war intens. Aber ich bin jetzt eher tatsächlich so ein bisschen begeistert, so auf die Art, dass meine Strategie so gut funktioniert hat, wie ich mir es vorher ausgemalt habe. Also ich hätte nicht gedacht, ich hätte eigentlich gemeint, es geht brutal in die Hose. So. Sie hat ihren Professor wieder. Die anderen haben einen Meteoriten. Wir kriegen hier im Katapult. Meine Nerven liegen blank. Jeder ist scheinbar zufrieden. Ihr habt endlich Kanalpunkte verdient, oder auch nicht. Gibt's jetzt zwei Seiten von der Medaille, aber so wie ich das gesehen habe, haben die meisten welche verdient. Alter, ist jetzt die mit mir noch... Oh, Spei, warum? Okay, ich kann den ganzen Weg jetzt nochmal da rumlaufen. Pass auf, das speeden wir jetzt ab. Das werden wir jetzt abspeeden. Wir haben ja da die Möglichkeit dazu, okay? So, das heißt, ich werde jetzt das Audio mal stumm schalten. So, dann werden wir uns jetzt eine Musik rein. So, weil jetzt bin ich nämlich brutal schnell unterwegs. Dann sparen wir uns jetzt noch ein wenig Zeit, weil wir holen uns jetzt noch Stratini. Leute, das möchte ich schon noch haben. Und ich habe einen Hunger, nicht nur du. Jetzt muss ich mir das geschissene Zickzacks wieder mitnehmen, oder? So, dann tun wir jetzt vorsichtshalber mal Marschall-Vieri, weil das hat noch kein Level-Up, nicht im Vergleich zu den anderen. Gut, heilen kann man vielleicht noch schnell, wenn wir schon dabei haben. Okay. Jetzt idealerweise halt natürlich nicht in den ganzen optionalen Trainer reinrennen. Ach, da hätte das Ding auch noch geben. Nice. Also richtiges Mülleimer-Pokémon. So. Der war optional. Da können wir unten rum. Der war nicht optional, den haben wir gemacht. Da ist jetzt dann so eine Tunte, oder? Jawohl. Ah, die war optional, okay. Der war nicht optional, der da oben war optional. Die Schirmdame war auch optional. Oh Gott.
Okay. Weil das geschissene Zickzacks wieder abblinkt. Da brauchen wir jetzt tatsächlich sogar Coco, weil wegen Hypnose, weil wir das Pokémon ja sonst nicht einschläfern können. Okay. Die Schirmdame dribbelt wie brasilianischer Fußballer. So genau so nämlich. So, jetzt holen wir uns aber wohlverdient die Trophäe ab, ja? Kate, danke für dein Following. Habe die Ehre. Alles gut bei dir. Ich hoffe doch. So, die scheiß optionalen Trainer. Irgendwann verhaue ich die alle sowieso noch wegen dem Geld, dass wir uns einmal saubere Items und TMs kaufen. Also ein bisschen so TMs kaufen können. Ach, den haben wir vorher, glaube ich, gemacht, oder? Ja, den haben wir gemacht. So, Zeit für unseren Angel-Encounter in die Meteorfälle. Okay, Schutz haben wir noch drin. Sehr gut. Das Wasser schaut halt auch verdammt geil aus in der Höhle. So. Zeit für Dratini. Wird wahrscheinlich nicht allzu oft umbeißen. Also mir vielleicht war ein bisschen Schutz ausgelaufen ist, oder? So, jetzt keinen Schritt mehr gehen, weil sonst habe ich so normal Encounter. Das war nämlich blöd. Die kleinen Licher? Welche Licher meinst du? Ladies and Gentlemen, unsere Trophäe, die wo wir hoffentlich fangen können. So, jetzt, ich probiere jetzt einfach mal auf gut Klick am Ball zu werfen, vielleicht hilft es uns ja irgendwas. Oh, Hyperbälle haben wir ja Gott sei Dank. Ne? Nice. Easy. Dratini, meine Freunde. Da weiß ich sofort einen Spitznamen. Da weiß ich sofort einen Spitznamen. Sehr gut. Kann nur Kaido sein, sonst kommt da für mich nichts in Frage. Und jetzt mag ich extra zu Fleisch sehen, was für Wesen das Ding noch hat. Kriegen wir noch einen Mondstein? Vorsicht, Mr. Saiching. Ist ja vielleicht so eine kleine Hommage an meinen damaligen Twitch-Account, ja? Ist Dragoran nicht ein bisschen zu lieb für Kaido? Das hat mit dem nichts zu tun. Es geht einfach darum, dass er Drache ist und das passt halt namensszenisch einfach gut. Oh, den haben wir doch nicht gemacht. Na gut. Macht jetzt auch nichts.
Rokara. Ja, Mongandi war da ein geiler Name gewesen, tatsächlich. Vom Gesicht her ist Dravorani als Habaluga. Ja. Stimmt schon. Oh, fuck off, Potrot, Alter. Magensäfte, ja, das ist eine tolle Fähigkeit, tolle Sache. Lass mir raten, weil ja, das ist bestimmt die Textzeile, die wo die Riesenschlamm bei God of War sagt. Habe ich recht? Sag einfach, dass ich recht habe. Ich habe zwar keine Ahnung, wie man das schreibt und also wie man das aussprechen soll, aber abgesehen davon, dass der Name nicht hinpasst. Gesundheit. Kein schönes Dorf in Nordwales. Ist eine Ortschaft. Ist das der Ernst? Das ist eine Ortschaft? Wie lange sollen die Namen sein von so einer Ortschaft? Da brauchst du das zum Aussprechen, zum Schreiben länger als wir zum Fahren wahrscheinlich. So. Checken wir unsere Dratini noch aus. So. Plus Spezialangriffswesen. Zauberhaft. Minus Spezialverteidigungswesen. Gibt's was Schlimmes? Aber wir haben ja nicht Minus Speed und Minus Spezialangriff. Das ist schon mal sehr, sehr gut. So hitziges Wesen. Okay. Das heißt, wir leveln das Ding jetzt mal auf Level 36 auf und schauen wir uns an, wie sich die Werte von dem Ding entwickeln. Oder halbwegs entwickeln. Damit wir mal schauen können, in welcher Richtung das geht. Welche Attacken das wir immer mal lernen. Wahrscheinlich spezielle Attacken, weil es immer bloß Spezialangriffswesen hat. Aber Dratini ein unfassbar guter Encounter. Nassschweif, okay. Nimm ich jetzt einfach mal mit, weil egal was wir tun, wir können es sowieso wieder erlernen. Wobei du bisher sogar körperlich im Vorteil bist. Oh, wir kriegen sogar schon die Entwicklung. Das schau. Wenn du bis merkst, was das heißt, dass du die kannst du Chat einschreiben. Solange es nichts Abwegiges oder Verwerfliches ist, kannst du es gerne reinschreiben. Dragolina. Also ich lehne mich jetzt einmal weit aus dem Fenster und behaupte jetzt einfach mal, Dratini ist von allen Pokémon, die wir bisher gefangen haben, mit Abstand der beste Encounter. Drachenpuls, ja, das nehmen wir jetzt auch mal mit. Ja, es ist minimal eher körperlich, aber das sind drei Punkte. Das fällt jetzt nicht so sonderlich stark ins Gewicht. Nur bei 3 Punkte Unterschied. Ja, das fällt jetzt nicht so krass ins Gewicht. Können wir so und so machen. Können wir so und so machen. Ja. Hätte ich nicht gedacht, dass sie das Ganze alles so zirkt. So. Freunde der Sonne. Ich wollte zwar eigentlich noch weit mehr tun, aber ich hätte nicht gedacht, dass sich der ganze Schmarrn da so zirkt mit dem Doppelkampf. Das heißt, die anderen 3 Bosse, beziehungsweise 2 Bosse haben sie jetzt noch. Nein, 3 Bosse, stimmt schon. Wir haben noch mal ein Rematch gegen den anderen Zipfel von gerade eben. Das wird aber dann ein Einzelkampf. Wir haben einen Bosskampf gegen einen eigentlichen Anführer von Team Magma und wir haben eine Arena beim nächsten Mal. Das sind doch
Das sind doch zauberhafte Aussichten, oder? Es wird nicht langweilig. Es wird uns nicht langweilig werden. So, gespeichert habe ich. Hoffe jetzt einmal. Wenn nicht, dann kann ich off-cam alles nachspeichern. Das war unflauschig, aber das darf auch nicht helfen. Der Name ist, was? Der Name ist walisisch für Marienkirche in einer Mulde weißer Haseln in der Nähe des schnellen Wirbels und der Tysilio-Kirche bei der Roten Höhle. Wow. Schön. Toll. Gesundheit. Ich weiß auch nicht. Aber das ist wieder das typische Nerdwissen von unserem Mr. John Siege, ja? Der hat zu allem irgendwie eine Antwort. Soll auch mal dazugehören. Hat wieder viel Spaß gemacht zum Zuschauen. Merci dafür. Ich sag merci fürs Zuschauen. Für das, dass ich da Blödsinn ins Internet setze, muss sich wirklich keiner bedanken. Ich muss mich bedanken, dass ihr jetzt mal den Schump mitmacht. Ja? Das ist eigentlich einmal das Allerwichtige. So. Freunde. Wie gesagt, beim nächsten Mal Nuzlocke spielen haben wir drei Bosskämpfe. Da wird es auch nicht weniger intensiv. Aber ich hätte tatsächlich nicht gemeint, dass es sich so stark zirkt. Ich hätte gemeint, es geht jetzt in einen Guss. Deswegen hätte ich gemeint, dass wir mir das Ganze halt in einen Stream einbringen. Aber ist wurscht, dann bleibt spannend. Ja? Nächster Stream ist morgen auf Nacht um 7. Also Stand jetzt ist immer nur Mario Kart. Also ich habe immer noch nichts von Mr. Cookie gehört. Falls das, wie gesagt, irgendwie kurzfristig angesagt werden darf, dann spielen wir morgen Resident Evil weiter. Ja? Aber bleiben wir einfach mal auf dem Stand, dass wir Mario Kart morgen spielen. Wird eine zauberhaft lustige Geschichte. Ist bestimmt jetzt zum Lachen, für eng vor allem. Kommt da auf alle Fälle mal dazu. Ja? Ein lauter flauschige Leute dabei. Wann wir Nuzlocke weiterspielen, weiß ich noch nicht. Eventuell am Samstag auf die Nacht. Je nachdem, wie es sich jetzt entwickelt. Sagen wir mal so, wenn wir jetzt morgen Mario Kart spielen, dann könnt ihr mal darauf richten, dass wir Samstag auf Nacht Resident Evil spielen. Weil Samstag auf die Nacht ist die Mai unterwegs. Das heißt, ich habe praktisch einen Abend für mich im Endeffekt. Und dann werden wir dann ein kleines Horrorabendchen einrichten. Ja? Wenn wir jetzt morgen nicht Mario Kart fahren, spielen wir am Samstag Nuzlocke weiter. So viel dazu. Ich freue mich auf beides. Das freut mich. So, Leute, merci fürs Zuschauen. Der Mr. Saichin ist schon wieder on point. Leute, wer noch nicht auf meinem Discord-Server ist, da unten ist der Link, kommt gerne auf meinen Discord-Server. Kommen Ankündigungen, ihr wisst sofort Bescheid, wann ich stream, wo ich stream. Und hier und her. Könnt mit mir schreiben, könnt mit der ganzen Community schreiben. Ist ein zauberhafter Haufen da mittlerweile. Gerne mal dazukommen. Und falls du neu da bist und noch nicht gefollowt hast, dann schau, dass du es nachholst. Warum? Weil es nichts kostet und weil es mir hilft. Und vielleicht gefällt dir ja das auch, was ich da betreibe. Ja? Eigenwerbung beendet an der Stelle. Jetzt schauen wir mal, wie wir raiden können. Raid Command haben wir auch. Den könnt ihr dann, also den haben wir für Subs und für Non-Subs einfach kopieren und jetzt bei dem nächsten Streamer einfach einfügen. Ich glaube. Okay, was mögt ihr sagen? Visage, Mario Kart 8 oder Diablo 2? Was mögt ihr sagen? Ihr dürft es entscheiden. Mir persönlich ist es egal. Visage. Diablo. Mario. Ja, toll! Ich kann nicht zu 3 Leuten gleichzeitig reden. Das funktioniert nicht. Also ich kann Ihnen die liebe Purple Dragon anbieten. Das ist eine nicht österreichisch. Das ist eine bayerische Streamerin. Die spielt Visage. Die liebe Monkatz ist eine Österreicherin. Die spielt Mario Kart. Und Pfichterli spielt Diablo. Okay, da haben wir jetzt 2 mit Visage. Dann gehen wir mal davon aus, dass wir zu Visage gehen, okay? Außer es sind noch irgendwelche Stimmen, die sich noch enthalten und unentschlossen haben. Aber so wie das sage ich sein nicht. Ja gut, okay. Ihr wollt Visage? Dann kriegt's Visage. Ich glaube, Resident Evil hat das dann noch nicht gelangt. Mir schon. Okay, dann gehen wir zur Purple Dragon. Das ist eine Fraktion, die kommt aus der Marshall-Fraktion sozusagen. Ja. Hat auch bereits bei uns schon des Öfteren einmal vorbeigeschaut. Ist auch eine sehr liebe Person. Wie gesagt, da auch mal einen Daumen da lassen. Bayern müssen zusammenhalten, heißt es dabei. Dann wünsche ich euch noch einen zauberhaften Abend. Wir sehen uns spätestens morgen wieder. Hoffentlich hat es da auch wieder dabei. Genau. In diesem Sinne, schönen Abend euch. Merci nur für euch und habe die. Bin für heute raus. Bis morgen. Für euch.